Wenn sie so Viech mausen müsst, was für ein Satz ist, du. Boah. Wenn du musst, anders schießt du halt beim Kopf. Schieß mir in den Kopf, glaube ich. Nein, das steht doch nicht so aus, weil du musst rein. Oh yeah, ich bin's, dein Pap, dein Mann, Hi, Bur. deine kleine Schwester. Hi, ich bin der Onkel Werner. Die Milch ist er. Und das ist frohe Weihnachten hier. Furzen! Das ist erstmal wieder 15 Minuten. 15 Sekunden am Anfang. Das Video wieder entmonetarisiert zum 3. Mal in Folge. Was ist eigentlich das? Naja. Von was wir mir leben? Ja. Ja. Oh. Wird nicht mehr Prost, oder was? Auf Dreckschwein. Frohe Weihnachten hier, Kackfrisuren. 6 Sekunden nicht. Ich wollte gerade sagen, über Mützen auf Du bist das so blöd. hat seinen Grund. Ganze Pur-Depp. Hat jetzt irgendein Feuerzeug da? Ich habe Feierzeug da. Wenn wir Adventskränzel, der ist ja nicht angezogen worden. Der muss auch einmal. Ja, Machst du das, Florian? Was denn unsere Spotify-Zuhörer können sich die Fotzen wieder ans DJ kann. so selber schuld. Mein Gott. Ich sag, du hast doch eh schon gelesen. Ah, Was tust lo- du? Du Ach sagst die so. Flamme nicht, du Kackfrisur. I understand it. Das ist ja Wahnsinn Ja, mit dir. jetzt, wo wir es da erklärt haben. Eine Das ist ja gar nicht Kerze, einfach. 2 Kerzen. Das war schlau, Florian, dass du erst die hinteren nimmst und setzt die ins Ärmchen gebrannt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er Nein, das ja. versteht. Oder sich was Ihr ausdenkt. seid ja auch keine Mathelehrer. Damit könnt ihr ja nicht reden. Ja. 4 Kerzen sind auf dem Adventskranz. Der kleine Fritzl scheißt nicht mitten. Wie viel bleiben übrig? Leberwürst. Ja, Leberwürst. kommt drauf, an, wie groß er so scheißt. Kommt drauf, wie So groß, muss- ja. so muss- Wenn er so eine schöne, richtige Emoji-Kackwurst reinkackt, Dann kann es sein, also ich glaube, ich habe am Samstag hätte ich auf alle Fälle 3 ausgeschissen. mindestens 3 ausgeschissen. Hätte ich geschafft. Hätte man den Zahnarztapfer noch gesehen, den goldenen? Nein. Na, aber den hätte ich mir dann Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir mit das Jahr... Danach hat der Arschloch so ausgeschaut. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir mit das Jahr im Podcast meistens abgesagt haben, nicht weil wir irgendwas gehabt haben, sondern einfach nur wegen Durchfall? Das hast du doch den ganzen Tag wieder aufgehoben. Nein, das stimmt aber! Das haben wir bestimmt 3 oder 4 Mal hat. Das ist Ja, irgendjemand mit Scheißerei gehabt, oder? Ich hab nicht einmal mit Ich- Scheißerei gehabt. Sag ich. Noch nie in meinem ganzen Nein, Leben. nein. Noch nie Du in hast meinem kurz ganzen vor Leben. Aufnahme hast du mal geschrieben sogar. Ja, aber da habe ich vielleicht. Ich habe wenigstens einen Tag vorher abgesagt mit Scheißerei. Ja, das ist ab und zu Aber ich glaube, das überraschend. war die Ausrede, die am öftesten war. Das war nicht Grippe, es war Durchfall. Das sollte man eigentlich eine Statistik führen. Ich hab den Fallout Perk auf 100. Bleimagen. Ja, Angeber. Ja? Ja, cool. Ja. Ich kann mit meinem Stuhl flexen. Okay, der hat ja 700 Euro gekostet. Richtig. Spaßsteuer hat er gezogen. Die Steuer finanziert. Was? Stell dir vor, ein Büro kann sein Bürostuhl von der Steuer absetzen. Wer hätte das gedacht? Ein Büro. Büro. Ein Büro. Du hast ja gar kein Heißt es eigentlich Büro oder heißt es Büro? Büro. Beim Flo heißt Büro. Genauso wie beim Flo heißt der Salat. Salat. Ja. Der Flo isst wie lecker Salat im Büro. Süßer Salat im Büro. Mittag. Was machst du Mittag? Ess mal lecker Salat im Büro. Nicht? Machst du das nicht so? Boah, das war null witzig. Doch. Der Nee. Bürger gelacht. Ich hab gelacht. Ja, dann hat's Salat im Büro! Also bitte. Das ist nicht witzig. Hier Hashtag- lacht sogar der Vollidiot. Das ist nicht witzig. Salat im Büro! Hashtag Salat im Büro. Die Mützen juckt jetzt schon. Ich denke mir das auch schon die ganze Zeit, ich habe so eine halbe Stunde, bevor sie da war, zu dem habe ich schon offen, ich denke mir, das war keine gute Idee. Verstehe ich nicht, warum du es da hast. Nein, ja nicht. Damit ich es nicht wieder vergesse. Ich Du wollte bist eigentlich. ein Weihnachtsbürger, Ich deswegen. Willst du nicht den Baum da nicht noch hinstellen? Da. Oh, stimmt, wir haben einen Baum. Ja, scheiße, einen Baum. Scheiß auf den Baum, den zünden wir nachher auf. Das sieht Ja. man nichts mehr, wenn wir den jetzt einstellen. Das stimmt. Mir sagt man auf alle Fälle nicht mehr. Ja, Schnell, ich stell ihn Weit- hin. Stell mir, der hat so einen kleinen Fuß, der darf genau da reinbeißen, wenn so was passiert. Ich glaube nicht. Ja, also 100 Pro nicht, Das 100 ist Pro ja, nicht. habt ihr so ein Ding daheim? Ja, keine Ahnung, das habe ich ein Kindheitsflashback. Ich hab ein Wir sehr haben kleines schon einmal Ding. über Weihnachten früher geredet und so. Aber ich wollte, wie heißen denn die Dinger? Nicht, da haben so kleine Mini-Nussknacker-Typen drauf und rundum Kerzen und um so ein Wo sind da unten der Ach, Propeller diese, drauf? diese Propeller draht, Nein, sie- Perpetuum mobile. Pyramiden. Perpetuum mobile. nennen wir das. Ja, genau. Die hören nämlich nie wieder auf zum Drehen. Stimmt, nie wieder. Und Aber Kerzen keine auch. Ahnung, wie die Dinger heißen. Propeller. Wie nennt man das? Weihnachtspropeller. Also ich weiß, dass in Landshut so ein Ding steht und da hast du In halt ganz- Pyramide. Stimmt, Pyramiden sind's, ja. Echt? Tatsache, ja. Die gibt's ja voll riesig, die gibt's ja nicht so fett. Ja, die gibt's da Da am wo dann 15 Christkindlmarkt. Kerzen unten drunter sind. Da ist ein und- Bad runter. Nicht stimmt. Da ist ein Bad. Normalerweise fährt doch da der Christkindl und der Esel und so einen Scheiß im Kreis rundum, oder nicht? Bei mir vor Scheiß Christkind. Christkind-Esel. Der Christkind-Esel. Scheiß Christkind-Esel. Das geht mir schon wieder auf den Sack.
Das möchten die da Ja, drin. stimmt, mit die Teelichter, gell? Die gibt es in Glas. Ja, da gibt es aber auch einen großen, wo dann fette Kerzen drunter sind. Die haben ja wirklich, die sind das eh nicht gesteuert. Vor allem, wenn das dann einmal stehen bleibt, aus was weiß ich, und dreht sich nicht mehr weiter, weil es irgendwie hängt, so ist das so jetzt, dann fangen sie halt einfach so abfackeln noch irgendwann. Ich weiß noch, in meiner Kindheit, da hat eins einen ziemlich schwarzen Fleck gehabt. Deswegen wieder keiner gesehen hat, Bude Dann abfackeln. musst du damit deine Generell, warum tut man das an Weihnachten, dass man ist einfach so potenziell zum Ende des Jahres, dass der Bude abfackelt? Ich habe zufällig auch gelesen, dass auch tatsächlich die Statistik an Weihnachten sind die meisten Penisbrüche. Was, Penisbrüche? Ja, Was hab ich die heute Statistik schon wieder gelesen. Habe ich heute gelesen? Wo? Darf ich nicht sagen. Warum? Viewporn. Ich hab mir nicht mehr gelesen, ich hatte keine Zeit. Ja, aber auf welcher Seite hast du das gelesen? Ja, beim Scheißen. Ich habe auf der Bild gelesen tatsächlich. Ich habe nur überflogen kurz und da ist drauf gestanden, dass an Weihnachten die meisten Penisbrüche sind. Also das kann mir zum Glück nicht passieren. Lucky Außer me. ich träume gut. Drast dich zwar mit so oft beim Schlafen. Wenn er vielleicht dann nodig sei, wieder in Stell dir vor, du buchst Haus aus dem Couchschritt Penisbruch. Alec, Ja, dann müsste ich erst mal gucken, was Ich mit glaube, den dass du Katzen vom ist. Schnäuzerer schon aufwachst. Das kann sein, ich weiß, du schneuzt das richtig, Mann. Sagen wir mal, ich habe irgendwann mal im Fernsehen gesehen, keine Ahnung, das tut wie ein Peitschenhieb. Also so, Geil eigentlich. So, Ah, so quasi. Ja, ich war böse Daddy. Du wirst es wissen, wie tut, wenn ein Kreuzbandel reißt. Das weiß ich nicht. Kreuzbandel ist Herz, glaube ich nicht, aber Ding Herz. zu mir hat er gesagt, dass sie das auch, also er hat sie jetzt gerade Achillessehne der Achillessehne, genau. das Achillessehne, das Herz. Das Herz. Hast So du ein schon mal Ton Videos muss das gesehen? mal. Das ist vielleicht ein Klatscher, ein wenig zu krass, aber das, so tut es ungefähr. war's. Ein Arbeitskollege hat gesagt, er hat es damals durchgeschnitten, der Achillessehne, weil er hat in so einer Glasfirma gearbeitet und dann Das ist er, ist ganz schön klug. und er hat gesagt, sogar das Durchschneiden, das hat trotzdem einen Schnäuzerer da, als Ja, das ist mit, egal. mit der nackerten Hände in der Turnhalle auf den Boden aufhauen, hat er gesagt. Das war irre. Ah, ja, so Thema weg. Zurück zu Weihnachten, oder? Back to Christmas. Wir machten zum Beispiel so, dass er echte Kerzen auf den Christbaum auftut. Wir tun sowas, weil wir kommen auf die Idee. Meine Schwiegerleute in laden das. Ja, aber warum? Jedes Mal sitze ich wieder in dem Wohnzimmer drin und tue nix außer den Christbaum anschauen und bitte fackelt man nicht. Burn, motherfucker, burn. Das ist doch so, über Weihnachten hat man doch so eine erhöhte Suizidrate auch. Also ich unterstelle die Leute, die echte Kerzen auf den Christbaum aufhören, dass die sich nicht ganz trauen, aber schon gern möchten. Das ist wirklich, Genau. Und Ja, das, das ist Mindeste, wirklich- was mitsingen, ist Ja, ein genau. Penisbruch. Und, das ist wirklich grenzwertig am. Du wolltest es nicht anders. ja, Du wolltest es nicht anders. das verstehe ich überhaupt Wir nicht. tun, vor allem, weil er scheiß Tannenbaum, der dann einer schon 2-3 Wochen da steht und anfängt trocken zu werden, der fackelt halt, der fängt nicht so, oh scheiße, das fängt zu brennen, hol ich mir irgendwas, und das macht so, oh scheiße, der fängt zu brennen. Ja. Und dann Warum tun das? weiß ich nicht. Das, Ja, da kannst du so eine Pyramide drüber halten dann. statt der Christbaumspitzen ist die Pyramide auf. Mit dem betreibst du dann deine Heizung und deinen Strom im Haus, das kommt Ja. dir billiger. Nebenkostenabrechnung. Läuft dann lieber die zwei Hamster, die eigentlich das Kann man, sagen. liebe Stadtwerke, kann man das von der Steuer absetzen, wenn ich mir so ein Gerät einbaue. Überm Christbaum ein So eine Kurbel Anlage funktioniert im Winter nicht so gut, deswegen Ja. mache ich das. oder zum Freischmelzen von der Solaranlage am Dach rum. Aber du kannst das Licht du umleiten, dann wieder auf Solaranlage. Das ist, dann ist ein Perpetuum mobile, ja, das stimmt. Oh, lecke. Da legen wir mal gerade früher was Wir Krasses sind von. Physiker, sind wir. Ja, Wir haben jetzt Selbstversorger. Kernphysik. Ja, Prepper sind wir jetzt. Da habe ich gestern erst einen auf YouTube gesehen, der sich denkt, der war jetzt Golflehrer, hat ziemlich viel Geld verdient und so weiter und seit 8 Jahren denkt, was, Burnout, total im Arsch, keine Ahnung, ich wohne jetzt im Wald. Jetzt Preppy. Jetzt wohnt er im Wald. Ja gut, aber wenn du vorher Golflehrer bist und ewig viel Geld verdienen hast, dann kannst du das nicht leisten, dass du sagst, das scheiße auf alles, dann habe ich halt Rücklagen. Wenn wir es mir jetzt daten, dann warten wir 2 Wochen im Wald und dann tot. Das ist 2 Wochen. Ich Ja, gebe ich uns war keine 2 großzügig. Wochen. Ich gebe uns da keine 2 Wochen. Das Ja gut, ist wenn wir keine Ahnung. miteinander fahren, dann schaffen wir es, weil dann kann man Flocke essen die ersten 2 Wochen. Du kannst länger davon essen. Das wird irgendwann Im- schlecht. Nein, nein, wenn's im Winter kalt nicht. ist, Im Winter kann nicht. Ja, man's- jetzt gerade nicht. Ja. Du musst ein Loch graben, das ist eine. Ich bin nur gespannt, wer von euch beiden meinen Penis essen wird. Ich. Wer wird meinen Arschloch essen? Ich. Oh Ich Mann. will gerade sagen, weißt du, was du jetzt komische Sachen sagst, lass ich ihm. Warum komisch? Ich schaue ihm dann zu. Bei der Anden heißt doch halber, dass der Arsch am besten schmeckt. Das Bei den stimmt, Fischaugen. ja. Es ist aber nicht der Arsch, sondern es ist eher so der Schwarfansatz. Ja, aber da ist das Nicht der Arschloch Arsch dabei. so. Das Arschloch ist ja weiter unten. Ja, ich glaube, es ist nicht da. Beim Ich Gickel nehm ist auch das schon Arschloch nicht Ich nehme dabei. schon das ganze Ding. Schon. Ja. Also wenn ich einen Gickel kaufe ohne Arschloch, dann mache ich Anusfilet. Ich mag die ganz auch nur roh. Nee, die muss nur unten liegen und quaken die ganze Zeit. Während die im Flügel frisst. Währenddessen du einbeißt, Ja, musst du genau. schreien. Jetzt mal du Weihnachtsgans. Für was bist du auf die Welt gemacht? So, mir stopft man die Heik. Angestupft und gefistet.
und oberbissen. Herzlichen Glückwunsch. Scheiß Fisten haben wir, weil du gerade sagst, Fisten und Arschloch und so weiter, da haben wir es jetzt bevor. Echt, jetzt innerhalb von 5 Minuten Fisten und Arschloch. Ja, da ging es um einen Weil ich habe Arschlochfisten gesagt. um einen Mörder ging es, da hat man eine Geschichte verzeiht vor ihm, der war irgendwie so Metzger und da muss man anscheinend auch, also ich weiß jetzt nicht sicher, das hat mir dann noch verzeiht, aber vielleicht haben wir Metzger, die uns das verzeihen können, dass man früher oder immer noch einen Darm halt so übers Arschloch ausgezogen von die Sei. Wenn sie halt dann zleckt worden sind und da war irgend so ein Typ und der war halt nicht so der hellste und er hat das dann mit einer Frau auch gemacht, als Mäusern wollten und er hat keinen Tee gekriegt und sie haben ausgelacht und dann gab es da auch Flowering extrem ungewollt. Gut, und wir wundern uns, warum das entmonetarisiert wird. Hallo, das ist True Crime. Das ist True Crime. Das ist ein True Crime Podcast. Es ist trotzdem scheiße. Ja, natürlich ist scheiße. Ich meine jetzt auch nicht. Sprichwörtlich, ja. Keine Ahnung, ich bin natürlich kein Metzger nicht, aber man sagt ja doch, dass die Fackeln werden jetzt erst wahrscheinlich erst einmal ausgeweitet. Und da kommt ja dann der Darm raus. Warum soll ich den dann durchs Arschloch raus? Ich weiß nicht, ob das früher oder ob es da irgendein besonderes Ding gegeben hat, keine Ahnung, aber mir hat da eben einer Vielleicht verzeiht von so eigentlich so True Crime Scheiß, wo das erzählt worden ist und das ist gestört. Stell dir mal vor, wenn der lebendig einfach, es ist schon mal das ungewollte Fisten gar nicht so angenehm und dann wird da so der Darm rausgerissen. Vor allem das ungewollte Fisten. Also gewollte Fisten ist immer ganz okay. Ja, weil da kann man auch so Vorbereitung, da dehnst du ein wenig, da arbeitest du ein bisschen und dann... Ein Wingerl. Du kannst auf eine Pyramide aufsitzen langsam. Ja. Auf den Die, wo so ein Analdiener. Drahtding drauf hat. Ja, da kannst du aufsitzen Ja. und dann oben dran. Wie der Analdiener, den Ja. wie ein Gewindschneider auf. Gott, irgendwann brennt's, Vince. Muss gut schmieren. Alles gut Vielleicht macht es schmieren. aber ab einem gewissen Durchmesser auch kurz mal so. ja. Gute alte Schließmuskelriss. Okay, Wo waren wir Weihnachten? Der Klassiker. Habe ich schon auf Aufnahme gedrückt. Ja, ich hoffe es mal. Das Beitel rührt sich auch noch, oder? Ja, passt. Warte mal, ich schau mal. Hallo. 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 Ja, für alle, entweder geht dafür ist der Ton wahrscheinlich hier, das merkt man nicht, wenn sie der wieder kurz aufhängt und sagt, okay, fuck you. Und dann war mir halt Das alles. sind Ausschläge, oder? Das sagt man. Oder? Ja, aber ich hab so die Vermutung, warum das beim vorletzten Video hat es, glaube ich, angefangen, mittendrin, so nach einer Dreiviertelstunde, halt auf einmal. Ja. Und da glaube ich, haben meine USB-Ports einen kurzen Hagler und dann fangen sie das Ding wieder und dann ist ein Mikrofon oder 2 Mikrofone oder irgendwann auf alle Fälle. Oder 3. Oder 3. Könnten auch 3 sein, Um 1 Millisekunden anders synchronisiert wie der Rest und dann nimmt es das zeitversetzt gleichzeitig auf den Hals wie Scheiße. Ja, das war das. Ja, Pros halt. Ja. Ja, Es ist keine richtige Folge, wenn entweder das Video oder der Ton nicht kaputt ist. das war ein schöner Kommentar. Den, oder? War doch so. Das ist richtig, ja. Der hat mich sehr amüsiert, weil Selbiges gilt übrigens auch bei mir in die Streams. Gestern ist mir mein Stream Deck nicht gegangen. Letztes Mal ist dann das Mikrofon, macht dann schaltet ein und das Mikrofon macht einfach so. Und ich denke, hä? Warum ist denn das so? Grindcore. Ja, stimmt, war Grindcast Stream. Klassiker. Guter Lachs. Dolphin Spray, halt fuck, Stream. Es waren so 4. Folge. Glaub ich, oder? Ich glaube schon. weiß nicht. Wie lange? Ja, 1,5 Jahre. Ja. Krass. Ich habe heute ganz überlegt, ob wir mir jetzt eigentlich heute die zweite oder die erste Weihnachtsfolge machen. Jetzt warte nicht. Aber damals waren wir noch, also letztes Jahr waren wir ja noch im 2-Wochen-Takt mit den Folgen. Und haben wir gezielt über Frühjahr an Weihnachten und so weiter geredet. Da haben wir noch ein Konzept gehabt. Übers Frühjahr. Jetzt sitzen wir uns einfach her und keiner weiß eigentlich irgendwas. Und Das ist auch ein Konzept. Ist auch ein Konzept. Irgendwie ist es ein Konzept. Chaos-Theorie. Aber was wären so Ja, der Podcast findet einen Weg. unangenehme Themen beim Weihnachtsessen? Mit der Family, oder wie? Ja, ihr müsst nicht mit der Family, aber Gibt's ja jetzt bei Ja, uns es kommt eigentlich immer auf die recht Personen, die da sind. Weil ich sage jetzt mal, wenn wir 3 da sitzen, dann gibt es kein unangenehmes Thema. na. angenehm. No. Eben. Aber wenn ich jetzt mit meiner Family da sitze und der da über das ungewollte Arschlochfisten reden, dann wäre es wahrscheinlich kurzzeitig Die Frage unangenehm. ist, tust du das am Tisch deiner Familie? Kommt drauf an, ob meine minderjährigen Neffen am Tisch sind, dann ja. Das habe ich mir schon Weil die gedacht. stehen da voll drauf. Ja, das ist voll ihr Ding. Hey Alter, das haben wir mir in der 2. Klasse schon gemacht, voll geil. Viel Geld? Und danach haben wir geraucht. Hast du ja einen Darm rausgerissen und hast den geraucht, was? Ja, Logo. Hat das so gemacht? Da mal. Unangenehm, ich weiß es auch nicht, man sagt ja im Internet, vor allem so zur Weihnachtszeit, ist ja ständig so dieses ganze, jetzt kommt wieder das, ich werde ein Name am Tisch und weil ich das nicht kann und weil ich das nicht habe und weil ich das nicht mache und andere schon, aber so ein Erlebnis habe ich irgendwie nie gehabt in der Family, das irgendwie heißt. Bei uns Mit war es die generell, ich bin generell nicht recht familiär aufgewachsen, so, das gibt es eigentlich bei uns gar nicht, so alle am Haufen am Tisch essen, so ein Scheiß, das kenne ich eigentlich bloß von der Bürgerin. Da gibt es keine. Also natürlich rede ich da nicht über das Arschlochfisten, das ist mir schon klar. Warum aber eigentlich? Warum eigentlich nicht?
So eigentlich was ganz Normales für die es mögen. Ja. Wenn das nicht mehr, also ein fetzen Rindfleisch vom aus dem Raclette-Grill zeigt. Hey, das ist innen so rosa wie dein Rosetta-Biergrün. Und dann ihren Papa so hochkrempelt die ganze Zeit. Ich wüsste halt nicht, wie er reagieren wird. Ich weiß es nicht. Also der Schwieger, ich sage jetzt einfach Schwieger, wir haben nicht verheiratet, aber der Schwiegerpap ist, was so Blödsinn betrifft, ja, ob es so krass Blödsinn betrifft, oder also das ist immer noch seine Tochter. Ja, das ist halt das Schwierige, aber ich meine, er kennt mich seit ich 8 bin, glaube ich. Der wird wahrscheinlich da, dass die Dinge, ey, ja. Dann schaut er sich durch da und denkt sich, ja, ist eh wurscht. Oder schaut seine Frau und dann Tochter und sagt, blitzt du auch, oder? Wird man. Und der Bruder. Nein, hat es eigentlich nicht gegeben. Der blitzt auch, hat es nicht gegeben. Das ist schick, tatsächlich. Ja, hast du denn, wenn du fragst, hast du da Erlebnisse gehabt? Nö, eigentlich gar nicht, aber es weißt ja immer, dass das so unangenehme Themen immer aufkämen und das, aber es gibt doch da, glaube ich, auch sehr viele Familienstreit, so mit, wenn es dann irgendwie der Alkohol fließt und die Familie wieder zusammenkommt. Es gibt darauf, glaube ich, wie groß das die Familie ist. Wenn da Ja, natürlich der Scheiße. Pap 2 Brüder hat, meine ist nicht recht groß, da kann nicht vergeben, Ja, bei mir auch nicht. aber wenn du so überlegst, wenn ein Pap 2, 3 Brüder hat, und die treffen sich, da hat Mom noch einen Bruder oder eine Schwester dabei, dann haben die Frauen und Kinder dabei, dann sitzen da ganz schnell einmal 20 Leute am Haus. Und du kannst halt, das merke ich da, der Bürgerinnenfamilie ist weit größer als meine. Und da kriege ich das natürlich dann schon ein wenig mit, wer mag wen nicht. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da mal ein Stress aufkommt. Ja, vor allem wenn nach ein paar Bier oder so und Ja, dann ja. noch bestimmte Themen Ja. und da. Wenn du Glaub überlegst, schon. wenn bei 3 Brüdern ist er wurscht oder bei unter Geschwistern erwachsen und da mag sie die eine Seite, die andere nicht, dann werden da 2, 3 Bier getrunken und dann geht's halt los. Ja, aber dafür gibt es halt die meisten Penisbrüche, das heißt, also deswegen sind die eben Leute dann ganz gern. Deswegen vielleicht, weil sie die Brüder haben. Oder sie sacken sie dann alle, wenn sie einen Ständer haben, vielleicht liegt es an dem. Also erst geil machen und dann zuhauen. Nein, dann kommt irgendwann Bierlatten, ey, was willst du, Wichser? Und dann hauen ins Sack, Alter, Bierlatten, spinnst du? Ey, ich kann uns leider mal in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht schon mal irgend so geile Weihnachtskasala gehabt haben. Stimmt. Verzeiht Erzählt das glaube ich, haben wir letztes Jahr schon gefragt. Erst die schlimmste Erfahrung beim Weihnachtsabend und dann eine schönste. Ich weiß nicht, ob Los. das dann wirklich der Penisbruch ist. Es kann beides sein. Ja. Ich bin Der gespannt, ob schönste wir und beide- der schlimmste. Sacken sie sich gegenseitig vor mir her aus dem Nebenzimmer bloß und den. Ja, genau. Stimmt jemand zum Singen, oder? Nein, die sacken sie. Jingle Bell, Genau. Jingle Bell. Ich kann mit der linken Hand nicht scheiß schnipsen. Scheiße. Doch, kann ich mit beiden. Ich bin eine Behinderte. Okay, cooler Playstation. Kann ich aber. Hey, Playstation. War der Klassiker. Ja, Schau mal, ein Klassiker. bisschen aus wie Rangal, gell? Ja, Das haben wir glaube ich, letztes Jahr schon festgestellt. festgestellt, ja. Weil ich das Ding nicht mehr gesehen habe und dann habe ich es erst vorher, wann habe ich es gesagt, vor 10 Minuten bewusst wahrgenommen und habe gedacht, das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Und ich glaube, wir haben schon mal über das Anüsschen drüber geredet. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann ist eine Kerze ist so dermaßen schief, dass wir wahrscheinlich abfackeln. Aber das lässt man drauf ankommen. Schei heißt das, Schei. Schei. Ja. Das ist Sehr schon einen schön. großen Schlau, ich bin bei der Feuerwehr. Kriegt's. Gott. Kann ich euch retten, Burschen. Zu uns sagt er, das war nicht lustig. Ich glaube, das ist ein Vogelkrieg. Ich trinke mal lieber Ihr seid was. einfach zu alt für Wenn sowas. wir jetzt mal Ihr seid sagen zu würden, alt. das war nicht lustig, wenn ihr was nicht lustig sagt, dann hat man in der ganzen Folge nichts sagen, außer das war nicht lustig. Außer das hier. Ja, genau. Warte noch, du Und liegst der halt am T-Shirt Penisbruch, sagt, du Schwanz. Geil. Und Das wird dann mein schönstes Erlebnis an Weihnachten. haben wir auf alle Fälle schon mal einen Kommentar sicher von dir. Safe. Was kriegt's denn zu Weihnachten und was verschenkt's denn zu Weihnachten? Ich verschenke Liebe. Samen, wo du willst, Ja, wann du Liebes- willst, in welcher Liebes- Farbe du Ich willst. Ja. schleudert Samen. nur in meine Packerleine. Liebessamen. Bitte ein Paket Luft mit Samen für die kleinen Neffen 1, für die Nichte 2. Nein, für die geile Schwester. Hey, das Geschenkpapier biegt von selber zusammen schon. Magic. Ohne Tesa. Gar kein Teaser nicht. Hey, jetzt ist Beitel ausgefallen da hinten. Super. What? Super. Jetzt kann man nachschauen, ob das Beutel noch läuft, dann geht der Monitor Läuft aus. noch. Ich glaube, dass ich herscheiß. Na, läuft noch. Sollte man aber trotzdem herscheißen. Brauchst du nicht. Und dann verschicken.
Und dann verschickt man das So, Schinken. da habe ich letztes Mal zufällig, weil mir wieder mal langweilig, habe ich wieder 48 Stunden durch Reels auf Instagram durchgescrollt. Und dann hat's Hauptsache mal nicht auf TikTok. Nein, das habe ich ist gar nicht. wichtig. Und dann hat Das ist es wichtig, mir mal so ein ja. Reel von Aber dem, Reels ist viel cooler. von dem Knossi heißt Knoffi, ja. Knuffi. Knoffi, der Knoffi recht. Haben mir jemand Scheiße geschickt? Ja, genau, das habe ich dann gesehen, was ist denn los mit den Leuten? Da habe ich aber echt lachen müssen. Ist dann auch so geil. Ja, genau. Das ist so mein, wenn es Leid hebt, das ist mein Nemesis. Der Scheiße kommt, da bricht ich komplett zusammen. Und wenn er das dann aufreißt und dann fängt so, dass der Landvögel Trempel hat, schon die Augen drinnen. so Alter, geil. der hält mir in die Hose geschissen. Wer tut denn Ein sowas? realer Würgler ist wirklich lustig, aber das stimmt. Das stimmt. Die geile Umeinanderheberei. Genauso peinlich sind Würgler, die gespielt sind, aber nicht lustig sind. Ja, genau so eine. Wie die komischen Leute das wirkt, wenn es hören, wie andere Leute Ich find, wirken. das finde ich so lustig. Das ist Ja, sehr ja, da geil. gibt es auch ein paar Videos. Hey, bei mir, Guter Witz. Ja. Hoffentlich sitzt daheim jemand. Hey Alexa. genau. Es ist, glaube ich, sowieso mal wieder was Zeit zu Weihnachten. Macht's mal einer nicht ein Geschenk. So. Alexa. Lege Spielzeug, Feuerwehrauto, das ganz viel Lärm macht, in den Warenkorb. Bestellung abschicken. Danke. Plus Kinderschlagzeug. Ja, stimmt. Genau. Wollen Sie den Schläger wirklich kaufen? Ja. Bestellung Wegen bestätigen. Kinderschlag. Bestätige. Schneller. Hoffentlich hat jetzt irgendjemand ein Spielzeugfeuerwehrauto drin, das er dann wirklich kauft. Ich bin, Der kann das dann löschen. das ist echt immer so, warum schenke ich meine Kinder so, die sind doch von Haus aus schon laut. Warum muss ich denen noch etwas geben, damit sie noch lauter sein können? Das schenkt der eine Bruder dem anderen Bruder an Weihnachten. Das ist noch etwas anderes, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, ich habe Morgen, Florian! meiner Schwester so ein Schlagzeuger mitgeschenkt. Also für meinen Neffen. Das, glaube ich, hat er nicht lange hergenommen. Komisch. Hat die Schwester gesagt, hier Schlagzeug. Jeet! Okay, bye. Müsste ich mich fragen, ob sie es eigentlich noch irgendwo haben. Weiter verschenken. Das ist das letzte Mal ein Schenk am kleiner Ja, Kinderschlagzeug. ist super. Da gibt es auch ein paar so Videos, wo so ein kleines Dirndl so ein Karaoke-Mikrofon kriegt. Wo der Papp im Und der daneben Papp hockt im Sessel drin so. Stark. ganz stark. Sehr schön. Ich habe leider nichts. Also hauptsächlich schenke ich nur meine Neffen und Nichten was. Ansonsten, und ich kriege in der Regel Geld. Ich wüsste das nicht, dass ich was anderes kriege, außer es schenkt mir noch was, das ich nicht weiß. Nein. Ja. Okay, dann kriege ich nichts außer Geld. Ja. Wahrscheinlich das nicht mehr. Wir schenken uns aber auch nichts mehr so. Na. Ich hab nur meine Eltern irgendwas gelernt. Schenkst du den nicht? Und Dann wir haben eigentlich immer so ein, wir schenken uns eigentlich jedes Jahr so Karten für so Comedians. Da gehen wir dann immer so Familiending, da gehen wir dann immer hin miteinander. Ja, geht es dann auch mit so gute oder nur die schlechten, was du bis jetzt mal verzeiht hast? ich war eigentlich schon bei fast jedem. Du kannst ja aussuchen, ob da gute dabei waren oder Du nicht. hast noch keinen guten verzeiht, ne? Ja, okay, dann war ich bei keinem guten. Okay, dann dieses Jahr toi toi toi. Ja. Danke. Gibt es überhaupt einen guten deutschen Comedian? Live, ja, es gibt sehr gute live. Du bist einfacher zu belustigen als ich. Gibt es einen guten deutschen Comedian? Du bist einfach zu Ich bin auch, vorurteillastig. also eigentlich bin ich auch leicht zu belustigen, aber die deutschen Comedians schaffen selber, das ist für mich in der Regel fast immer Fremdscham. Ich muss auch überlegen, das ist kein Kabarettist, kein nichts. Der letzte, der mich richtig krass zum Lachen gebracht hat, war der so Mundschuh und das ist über 10 Jahre her. Von dem habe ich schon auch lange nichts mehr Der gehört. macht Weiß dann nicht, nichts mehr, ob was das der noch betrifft. Der funktioniert. macht kein, ob er noch funktionieren der Der Teddy haben wir, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt, den glaube ich Ja, finden alle gut, drei ja, ganz gut. ja. Ich mag noch einen Johann König, Ja. den mag ich ganz gern, mit seiner druckenden Scheißart. Ja, das geht aber auch Nein, nicht auf ruhig Dauer, nicht. weil das ist permanent das Gleiche. Also das Sei- ist immer, der Witz ist eigentlich... Sein Witz ist in der Regel nicht gut, sondern er ist, seine Fresse ist das Ja, Lustige. genau. Ich muss in der Regel Das- wegen seinem dummen Geschaue, weil lachen und seinem Getue dazu. die gestottete Rhetorik. das macht er so. nicht mehr. Macht er nicht mehr? Das macht er nicht mehr. Ja, er redet Wenn jetzt er dann ziemlich, selber so fast das Loch auskennt und so ein Scheiß. er redet jetzt eigentlich ziemlich normal, aber er hat jetzt auch immer nur so einen Scheißdruck an die Art, so richtig beschissen. Seine Witze in der Regel Aber- gar nicht so gut, aber dann schaue ich ihm zu und muss lachen. Teddy, Aber glaube ich. Dann war es schon. Aber da auch fein, von seinen geskripteten Sachen. Gar nichts, da finde ich nichts lustig von seinen Figuren, nichts mehr. Das war mal lustig einmal. Ja, da hab ich ja das schon mit nichts gesehen. Angela Merkel, das hat ihn auch groß gemacht, glaube ich. Ja, es hat ja gut funktioniert. weil sie Aber keiner glaubt, sein glaubt haben, das ist echt. improvisierter Blödsinn, der ist gut. In der LOL-Serie, da war ich fast abgebrochen, weil Also ich mir denke, wenn er mit dem Please don't kill Scheiße, me, das Python. ist so dumm, das ist so grenzdebil behindert, da muss ich einfach lachen. Und der Rest, die vorbereiteten Sachen, da wissen die nicht, was ich noch lustig finde. Nein. Ja, habe ich letztes Mal live gesehen. Da war die erste Hälfte von seinem Programm, war, glaube ich, das Beste, was ich je gesehen habe von irgendeinem Comedian. Die war, ich glaube, selten so viel gelacht wie bei dem.
weil die einfach auch mit diesem Nazi-Typen und sowas und den, wo er mitspielt und so Sachen, also das ist schon extrem witzig. Ich kenne gerade seinen Inder, dann den Angelo Mertes-Seppen da. Ja, und da gibt es den einer, der hat doch so einen Schnurrbart noch. Das schaut aus wie so ein Reporter. Ich weiß aber jetzt seinen Namen leider nicht. Den weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mir schauen. Und der hat dann also so einen sächsischen Akzent, so ganz leicht. So ganz, ganz leicht. Und dann erzählt er immer, ja, die ganzen Ausländer, ne? Die müssen mal... Tschüss! Und das war wirklich, die erste Hälfte von diesem Programm war so unglaublich gut. Und die zweite Hälfte war halt eigentlich dann eher so, das war überhaupt nicht mal, es war so eher Entertainment, das war so, weil er kann ja auch sehr gut singen, also er macht dann ganz viel Musik, ganz viel Tanzen dazu. Das ist irgendwie Olli, oder? Ja, das ist echt brutal. Fast alle Comedians können auch singen oder irgend so eine Scheiße. Wenn ich verzeihen soll, dann waren welche beim Luke Mockridge und dann sage ich, leck Luke Mockridge, sei eher schießt mir selber ins Maul rein, bevor ich zu dem fahre. Das fällt dir gar nicht. Der ist live unglaublich gut. So, ja, seine Witze sind nicht so gut, aber was die Musik da unten macht, das interessiert mich nicht, wenn ich zu Comedian mega Musik. Nein, aber auch so ein aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Miteinander, an Mockridge habe ich sehr lange belächelt und dann habe ich mir mal ein bisschen was angeschaut und ja, Kruzifix ist in sein Programm besser. Ehrlich? Ja, aber heilige Scheiße, ich denke, Moment mal, du bist doch eigentlich der super Sympathen Mama-Bubi irgendwas. Doch, und dann steht er da oben und beleidigt Leute durch die Bühne, dass ich mir sage, Alter, was? Allein, dass er während dem Gossip Girl-Hype einfach das Ende mitten in der Show verrät. Wer das Gossip Girl ist. So und ist richtig böse auf der Bühne. Da habe ich mir gedacht, okay, damit habe ich jetzt einfach nicht gerechnet und deswegen hat es mich wahrscheinlich erwischt. Aber auch sehr entertained, der Typ. Also Entertainment-Faktor ist bei dem auch mit dabei. Auch wenn ich nicht so ein Typ bin, der wo diese Musik mag. Also so generell dieses Mitsingen und Co., das taugt mir eigentlich nicht so. Ganz ehrlich, manche anderen schon, aber das, bei dem passt es. Also der macht es wirklich gut. Ich finde, der einzige, bei dem das passt hat, ist, darum liebe ich so Dummdödel-Humor, ist der Helge Schneider. Das ist der unangefochtene Ja, den wollte ich jetzt noch mal fragen, wie es zu dem steht. Der Beste jemals. Das wird nie wieder jemand, der war seiner Zeit mit diesem absoluten Schwachsinn so dermaßen weit voraus. Ich meine, natürlich kennen 99% der Leute bloß, das meine ich nicht. Da gibt es so viele Sachen, die so unfassbar dumm, grenzgenial behindert sind, dass Wahnsinn ist. Der Kerl ist echt irre. Er gafft da so geil aus einfach. Er gafft einfach geil aus. Das kommt dazu. Bei dem spielt alles zusammen. Der schaut schon, mittlerweile ist er ja doch etwas älter und macht immer noch genau dieselbe dumme Scheiße. Ja. Da wo ich mir denke, du bist so behindert geil, das ist so unfassbar. Du redest einen Mühe und denkst, schön, wenn sie lang selber treu bleiben. Und dann hockt er an seinem Klavier und das Krasse ist, der kann irgendwie auf, 20 Instrumente perfekt spielen und du denkst halt, du bist der verficktes Musik One in a Million Talent. Und dann hockst du da auf, ein Kramer geht im Feld spazieren. Dann fällt der Weizen um. Was? Was? Weiß ich nicht, da waren wir mal, das ist schon ewig her, ist glaube ich 20 Jahre her, waren wir in einem Live-Programm von ihm, dann hat der, oder Spezi von uns, der hinter irgendwo gesessen hat, Führer geschrien, mittendrin, war kurz einmal leise und hat der Führer geschrien, Helge! Und dann er so, oh, der hat mich erkannt. Und dann fängt er einfach das Klavierspielen und singt irgendein Lied über, jemand hat mich erkannt. Das gibt's nicht. Das ist unmöglich. Und dann hat er einen Peter wieder dabei. Das schaut aus wie der Nikolaus und der hat so einen Onesie gehabt, so lange Unterhosen einfach. Und der hat keine Aufgabe gehabt, außer links vorne auf der Bühne zu jedem Lied, das der Helge spielt, so zum Tanzen. Ach, wie diese aufblasbaren Dinger da. Was anderes hat er nicht da, 2 Stunden lang. Ich mal, wo bin ich hier? Das ist der beste Jahr, ich mag nie wieder heim. Für das Geld kriegen, gell? Ja, geil. Stark. Ich will das auch. Was jetzt nicht mehr über Peter kosten, aber es interessiert eh keine Sau. Was ist euer Lieblings-Comedian und was ist der schlechteste Comedian? Wenn einer Kristall schreibt. Ja, dann der Schlag ihn. Alter. Wenn einer Kebekus schreibt, dann der Schlag ihn. Sehr gutes Programm gehabt. Dieses Jahr. Gibt's gute weibliche Comedians? Warum hätten die so anders? Ich weiß nicht. Kebekus, ihre Story mit dem Baby jetzt war auch sehr gut. Ja, ich hasse sie eigentlich auch, aber die Story war sehr gut. Die ist bei mir zweischneidig. Die finde ich hat ein paar gute Sachen, aber die hat auch ziemlich viel Bockmist dann wieder dabei. Die fand ich bei LOL sogar teilweise ziemlich lustig. Aber eben halt, wie gesagt, immer so, ja, und dann wieder, no. Und dann wieder, ja, no. Das hat nicht ganz durchgezogen. Ansonsten kenne ich, ja, die Gröberin, die habe ich sogar schon mal live gesehen. Die vergieße ich immer. Das ist wirklich mit Abstand die beste, ja. Ja, ich hätte jetzt nämlich die ganze Zeit überlege schon, erstens fallen mir nicht recht viel ein, das ist schon mal das Erste, und dann aber die Gröberin ist einfach krass, ja. die ist zu krass. Vor allem, du musst aber überlegen, die macht wirklich 1,5 Stunden eine Show ohne Pause.
und die redet aber nicht so, sondern die redet ja dich unter Tisch. Die redet ja unglaublich schnell. Das ist brutal. Die muss ja da, wenn das ein bisschen zirkt hat, die kann da 2-3 Stunden Ding machen. Das ist ja Wahnsinn. Langsam reden. Ja. Also Leute, dann. Ja, Leute, die schnell reden, ist ja schon brutal bei ihr. So, Themawechsel. Was haben wir noch? Ja, gut! Wer hat jetzt einen Koffer hergestellt? Ich hab's genau gehört. Irgendjemand hat gemacht. Nein. Ja, also ich darf es zugeben. Ich nicht. Ich das könnte nie auch nicht. Ich vielleicht. Schauen wir Schauen wir mal, ob das irgendwann schmeckt. mal. Derzen im Weihnachtsurlaub. Ja, wir sind oft im Anzug unterwegs tatsächlich. Sollten wir vielleicht auch mal kurz hier die Ansage ein, wir sollten vielleicht mal am Anfang tun. Wir sind jetzt dann 2 Wochen abwesend. Jetzt kommt 2 Wochen lang keine Folge. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Haben wir letztes Mal schon gesagt? Ja, vielleicht haben wir aber das bloß die Hälfte gehört. Ja, selber Idioten, ja. Letztes Mal war es nicht auf Spotify, stimmt. Ja, aber für Spotify müssen wir es auch noch mal sagen, jetzt kommt 2 Wochen lang keine Folge. Und dann sehen wir uns irgendwann Anfang Januar wieder, ich weiß nicht, irgendwie so. Irgendwie so. Wird schon passen. Machen wir mir, wie es uns passt, das könnt ihr ja mal halten. Ja. Spaß, wir können ja mal so tun, als wenn wir. Was haltet ihr davon, wann wir wieder anfangen sollen? Schreibt mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, wenn man das schreibt. Evre. Schreibt Evre eine. Mein Gott, diese scheiß Mütze. Ja, was ist eigentlich mit dir? Hast du nicht duscht? Kann ich Doch, wegschmeißen? natürlich habe ich duscht, aber irgendwas ist mit den Mützen. Ja, Weiß ich nicht, da hängt aber auch 5 cm dick der braune Grind von drin. Ich kann nicht wissen, was das dann für ein super AIDS am Hirn kriegst. Toll. Was sind das für Flecken? Keine Ahnung. Hat Ja, ich so, bei der Ravioli-Dosen gestern oder so? So. Ich hab's einmal verloren, verloren, keine Verliehen, Ahnung. verloren. Vergessen was. Sein. Ich glaube, da ist ein bisschen. Florian, der ist ein bisschen Sprühwurst auf der Stirn. Wir gehen mal ins Weihnachtsbussi wahrscheinlich. Was ist das? Weihnachtsbussi? Bussi. An Was Weihnachten, ist oder wie? Bussi? Bussi-Bar. Ach, Ding. Bussi. Was ist denn an der eigentlich, damit man wissen muss, Nix, wir ist gehen halt ins so Weihnachtsbussi, ist ja Nein. offensichtlich, du Digga, gehst davon Bussi. aus, dass die Leute wissen, was das ist. Der Bussi-Bar kennt jeder. Was tut man in der Bussi-Bar? Na, ihr kennt's. Ja, offensichtlich ja nicht. Ja, Mann. Jeder macht da Bussi außer mir. Ja, sehe untereinander mit ihren Anzügen vielleicht. Ja, ich glaube, Na, da denken wir, da kann man echt Anzüge. 4 Sekunden später. Oi. Na, wir machen eine Glühweinwanderung noch gemütlich. Ja, waren jetzt halt an Weihnachten, oder wie? Na, die Weihnachtsbussi sind am 25. So, wie lange geht der typische Weihnachtsurlaub? So zwischen Weihnachten und Neujahr normalerweise noch. Ja. Und manchmal nur eine Woche hinten Oben noch. bis drei Wochen. Eigentlich immer bis zur Heiligen Drei Könige. Bis zum 6. Ja, das ist Und halt das ist dann halt am die Freitag erste oder Januarwoche. Halt. Genau, und 2 Wochen in der geht Regel. es los. Ja. Und wenn es nicht Regel hast, dann noch. Ja. Das war nicht lustig. Du bist nicht lustig. Doch. Nein! Klares Ja. Nein. Klares Ja. Gut. Haben wir uns Weihnachten Was macht gewünscht. das? Absolut fucking nothing. Was ist beim- nach? Ich werde da sitzen und werde mich mit Baldur's Gate 3 beschäftigen, bis man die Kotze aufkommt. Hast du das schon durchgespielt? Nein. Oder? Ich glaube, dass ich 100 Stunden eingebucht habe und ich bin irgendwo in der Hälfte vom 2. Kapitel. Ja, okay. Ich mache nur Scheißdreck. Und jeden Scheißdreck irgendwie ausprobieren, weil du alles machen kannst. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Ich habe mir im Laufe dieser Woche einen DayZ-Server gekauft. Was heißt gekauft? Gemietet. Und da wurstelt die umeinander mit Modifikationen und so weiter. Es macht ziemlich viel Spaß. Gib ihm da ein wenig was an. Und da werde ich wahrscheinlich ziemlich viel Zeit verbringen, damit wir nach der Weihnachtspause mit Gut. DayZ fahren können. Ansonsten They see me rolling. werde ich nicht recht viel da, außer fressen, wie ein Schwein. Ja. Und ja, das ist so mein Plan. Nichts tun. Ja. Das ist Und aber rauchen. Nichts tun. Ganz Zocken. Zocken und rauchen. Das ist der Plan. Okay. Eierlikör trinken. Okay, den kannst du bei mir haben. Oh I Gott. know that. I wanna die. Nein, du möchtest einen Schluck. Ja, okay. Was tut man sonst so an Weihnachten? Eigentlich nichts. Na, eigentlich nur fressen. Also die Ja, Es ersten ist eventuell Weihnacht- mal wieder Zeit, sich Herr der Ringe zum Schauen. Ja, auf die jeden hab ich auch Fall. spekuliert. Jetzt, da habe ich auch Bock. Es ist sowieso, ich suche halt noch, ja, Herr der Du erst Ringe. einmal, dass du überhaupt einmal anschaust, du Vollidiot. Das Nein, ich ist hab wirklich Dave noch was, geschaut da und tat's da der Community einen riesengroßen Gefallen, Ja. wenn du die normale Version von die 3 Herr der Ringe-Teile mal Ja, anschaust. können wir mal die Zusammenfassung anschauen. Ja, da ist ein Ring. Und daher. Das war schon schön, ja. Kann man endlich mal in ein paar Folgen Ja. nicht am Flug einfach Das war so zuschauen. richtig schön. Und das ist so, ich meine, du über Weihnachten schaust du Herr der Ringe an. Nein! Ja, tu mal was Warum für Community.
Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, das sehe ich. Ja. Bussi in deinem schwulen Anzug. Hey, was ist denn das jetzt dein schon. Problem? Ja, du. Der ist schön. Dein Anzug und Bussi. Wir machen immer Fotos mit so alten Damen. Das ist schon schön. Lieber zwei Ich Damen wünsch im mir- Hast du dann Arm wenigstens als vor zwei Arme irgendeiner im 50 Darm. plus einen Fahrer oder nicht? Natürlich nicht. Ja, warum nicht? Weil, Die haben Bock, Alter. na, aber Gicht. Ja, es Kriegt man dann ist eigentlich, ist Gicht übertragbar und kriegt man den dann im Schwanz? Nein. Jo, es schaut schon so aus. Blumenkohl am Püllemann. Blumenkohl und Püllermann. Ja. Das wünsche ich dir zu Weihnachten, Flo. Was bist denn du eigentlich immer Ja, so? und immer wenn man Nein. so ohne schnipst, dann macht so Genau, Platz wie Ding so Orte-Dinge auf. geil. So ekelhaft. Richtig Ja, stark. eklig. Na, du. Du hast Ja. Blumenkohl am Püllemann. Macht Ich weiß nicht, was ich Silvester schmerzen soll im Mal. Nein. Keine Ahnung. Was machen wir? Was machen wir? Wahrscheinlich nichts. Silvester. Das Ich wird habe ehrlich heuer gesagt auch von Disco, ultra spontan. von Silvester und Furt und was weiß ich, irgendwas habe ich dermaßen die Schnauze voll, weil es immer. Wo kommt denn eigentlich das her so mit, oh, Silvester muss immer was super Besonderes sein, keine Ahnung, gerade weil es einmal im Jahr offensichtlich einen Grund zum Saufen gibt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich betanke mich einfach so wie jetzt. Bedanken fertig, also. Ist mir relativ wurscht. Du, Ich weiß Furt doch gehen, nicht. daheim mit Nein, Freunden, also eigentlich war er immer, wir waren mal eigentlich immer bei uns oder bei meinen Eltern mit ein paar Freunden im Partykeller. im Partykeller und draußen. Schießt ihr? Scheißen. Scheißt Das ihr? ist meine Hoffnung. Eierlikör scheißen. Scheißt ihr Feuerwerk in den Himmel auf, ey. Ja. Aber also es ist genau, wir haben glaube ich 20 Leute und wir haben genau so eine Tüten. Batterie und so eine Tüten. Also gerade das halt ein kleines bisschen, aber jetzt nicht irgendwie, dass jeder da eine Stunde umeinander schießt. Also Gar jeder nicht. paar 100 Euro in den Himmel aufgebolzt. Leider nicht, nein. Okay, schau. Weil es hat ja keiner Geld im Moment. Außer der Scholz. Spaß, der Der- Corona. der- Der Corona willst Zum du Stimmt, schon. zweiten das Mal ist das schlimm. Jahr. Ja, das ist Wahnsinn. Zufall. Ich Scheiße. weiß nicht. Ob das glaube ist schon nicht. gehabt, das Jahr? Es macht wahrscheinlich auch keine Tests mehr, oder? Ich habe aber auch kein Corona gehabt. War nicht. Ich hab kein Corona gehabt. Nee, das ist War wieder ein schönes Thema zum Miteinander. Scheiße, mir daheim Beefen. aus. Nein, aber ich bin halt ich hab in meinem Umfeld halt schon so ein paar ganz alte Leute, deshalb. Sagen wir mal also ich das teste mich Wort schon nicht weniger noch an. no öfter, wie die Krankheit heißt, weil sonst wird das Video wieder entmonetarisiert. So, Welche Krankheit? Ja, ohne Virusinfektion. Gicht-Aids. Gicht-Aids. Oh ja, die ist stark. Diese Evil. Gicht-Aids, Cholera. Also, Das das ist ist eh schon wieder schlimm. entmonetarisiert jetzt, oder? Gibt's eh nur zu Weihnachten. Das darf man ja sagen, aber sobald wir über das Thema, wo wir gerade angefangen haben zum Schmerzen, Welches? dann flaggt YouTube das tatsächlich Ja, ganz immer noch, gezielt. oder was? Ich glaube schon, ja. Das ist sowas Als Behindertes. Info-Podcast. Ja, die stufen das dann automatisch irgendwie so vielleicht gehen ein, wir- wenn dann vielleicht gehen wir zum Fehlinformationen, bla. Vielleicht gehen wir zum Fehlinformation? Öffentlich-Rechtlichen. Die möchten eh wieder Beiträge erhöhen. Hey, da kannten sie uns dann schön Wird einschlagen. GZ schon wieder aufgekaut, oder was? Ja, Mengs auf jeden Fall. Dann los Ja, das geht's. ist auf alle Fälle ein richtig guter Nein, das Plan, ist- weil dann kriegen das die ist die Blauen neue nicht noch mehr Empfehlung. Prozent hier. Das ist die Vollidioten! Das ist ja die neue Empfehlung von denen und die Länder, die streiken aber jetzt. Also die sagen, da war irgendwie wieder Das ist eine absolute Frechheit, was da Ablöse was da umgezahlt Renten, was da Renten Der Böhmermann, 100 Programm, wie hat er gefragt, wie rechtfertigen Sie das eigentlich, dass der Ex-Chef oder der Chef von den Öffentlich-Rechtfertigen Was ist jetzt? ja, Sprache, weil wir hier nicht schön im Urlaub machen. Dass die Öffentlich-Rechtlichen Gerechtfertigt. Cheftrottel mehr verdienen wie der Bundeskanzler. Muss ich 18 Euro im scheiß Monat zahlen, für das, dass Werbung läuft, sind die nicht ganz dicht. Sag einmal. Sag einmal. Ja. Ja, nee, das ist ja gerechtfertigt. Ja, natürlich Weil ist die es kriegt ja eure gerechtfertigt. Infos. Dafür kommen dann 200 YouTube-Kanäle aus dem Boden gestampft, die einfach so schlecht Das ist auch was ich nicht verstanden habe, dass auf einmal YouTube-Kanäle von meinen GEZ-Gebühren finanziert werden. Das hat sich ein Vollschlag. Also es ist Wenn schon man cool, mir das nicht- so für manche Ich komischerweise nicht. Nein, ich krieg nichts. Mann. Manche Sachen dann schon cool, aber Nein, das hat doch nichts verloren. Null. Böhmermann finde ich gut, was der macht. Der zum läuft Beispiel. ja nicht bloß auf YouTube, der läuft halt zusätzlich. Ja, aber auf zusätzlich. YouTube. Aber zum Beispiel, was da jetzt mit drauf ist. Aber sind die Sachen, aber es sind ja diese Alter, YouTube-Channels sind ja zum das Teil ist das ist ja utopisch. ein Witz. 18 Euro irgendwo ist utopisch. Ja, für das, dass das da aussuchen kannst. Ob das Zeug mixt. Wie beim anderen. Das ist kein Zwang, ja, dann zahlst du aber nicht und schau, was passiert. Ja, genau. Das, ja, Muss die absetzen irgendwo. ich finde, da soll man, irgendwo ist das natürlich schon richtig, dass wir wieder in Deutschland öffentlich-rechtlich haben, aber das ist mit so viel Geld verbunden, dass es lächerlich ist.
Ja, es kennen halt Das ist Ortsprozent lächerlich. her, da wo Ja, wenn dann eigentlich die nur Chefs dann wieder so viel, informiert wenn dann wird. so viele Chefs wieder so viel Kohle kriegen. Genau. Das ist halt- völlig das kann über ich alle halt Maßen dann, ist. kann ich halt dann wieder nicht, wie soll ich das erklären, wie kann ich das irgendwie Ja. sinnvoll gestalten, dass ich sage, ja doch, das muss so sein, weil, ja warum? Genau. Und allein, dass ich jetzt da sitze und das in Frage stelle, bin ich schon wieder gesichert rechtsradikal. Ja, aber 100%ig. Ja. Öffentlich rechts, Ja. praktisch. Hast du das mit den Bauern mitgekriegt? Öffentlich Rechtfertigungskanal. Ich bin der öffentlich-rechtliche. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Habe ich ja Bauer- gestern gesehen, alle Bauern, alle Landwirte fahren nach Berlin und scheißen Berlin von Dingen. Und sie sind alle Rechte. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das war ein Witz. Also, aber Wo sind schon? Bauern das von Haus sind, aus. ja, Bauern haben alle Rechte. Gesichert aber ich finde es eigentlich rechtsextrem. ganz geil. Ich habe da auch mit ich hab eine Kollegin, die ist Ist ein Bauer? Ja, die ist Landwirtin auch. Ich meine, du bist kein Bauer. Ja, ich nicht. Also, du kannst eine Kollegin sein. Arbeitest bei dir das versichert? Ich finde es halt Nein, die aber lustig. nebenbei. Immer natürlich, ich finde es respektabel, dass die wirklich hergehen, stehen und um 7 in der Früh auf, treffen sie irgendwo Aber und geile von Geschichte. da auf und machen wirklich einen Terz. Das war ja auch bei uns. Und zwar auch absolut friedlich. Das war- Aber ja. machen einen richtigen Terz. Das war bei Finde uns- ich gut. Stehen von Haus aus so viel Das haben sie auf. nicht nur in Berlin gemacht, das haben sie ja sogar, das haben sie in Dingelfinger gemacht. Ja, ja, die haben auch alles irgendwo gespart. in Landshut vom Gräner, vom irgendeinem Büro von den Gräner haben sie auch einen Haufen Mist geschüttet mit dem Schädel drin. Ich weiß nicht mehr, was drauf gestanden ist, ist wurscht. Ich finde das eine Ja, geil. respektable Nummer und so weiter, aber weißt du, wer voll auf den Sack geht? Aber so Influencer-Spackos, die Bauer jetzt auf sucht Frau. Facebook da mit vollscheißen mit ja! Super Landwirte, ich stehe hinter euch! Da wo ich mir denke, du peinlicher Vollidiot, Alter, und nicht, das ist ja nicht bloß einer, das sind mehrere. Jeder kopiert den Zeitungspost von dem anderen, ich stehe hinter euch! Am liebsten da unter jedem drunter schreiben, warte, ich korrigiere das für die, aber nur auf Social Media aufgefahren tue ich natürlich nicht. Weil da wo ich mir denke, halt deine dämliche Aber ja, Fresse. Kontrakt da nicht. Das ist so ein richtig gefundenes Fressen für so Social Credit Fotzen, Ja, ja. die sich da Aber- jetzt auf den Train aufstehen und sie denken, ja, Aber du musst super. jetzt schon mal überlegen, es ist eigentlich schon richtig geil, weil da geht es ja größtenteils um diese Dieselabgabe, die wo es dann nicht mehr kriegen. Das ist absolut die Frechheit, was da passiert, natürlich. Ja. Und darum geht es ja im großen Teil. Und die steht, alone. Halt doch dein Maul, du Glatzkopf, der Vollidiot. Was? Nochmal, du weiter, Entschuldigung. Florian, Ich bin und schon du wieder im Glatze. Rage-Modus. alles gut. Und die haben sofort da und sagen, okay, alle, tragt dann alle Dinge, wir fahren auf Berlin, wir machen mal das, wir machen mal überall in die großen Städte, machen wir alle Orte zu, da kommt keiner mehr rausfahren und sonstiges. Die haben sofort da, sobald sowas kommt. So, normale Dieselsteuer wird auch erhoben. Oder erhöht, zum Beispiel. Alle Autofahrer? Ja, halt einmal, ich muss in die Arbeit, um was ist gegangen? Okay, Ja, scheiße, kommt spät, halt einmal. okay, Entschuldigung. Genau so läuft das. Aber das ist Deswegen zum finde ich Beispiel- krass, das finde dass die so den krass Bauern- dauern. Ja, ich finde das schon. finde ich Sofort Messer zwischen die Zähne. So Ja, richtig so. aber völlig zu Recht. Ja. Missgobin. So steht es. Ja, eine Frühstückskeibe im Maul. Aber finde ich cool. Finde ich tatsächlich sehr cool. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Freie So Marktwirtschaft gehört bauen, es das ist nichts. so gehört öfter mal gemacht. Ja. Na, oh, das Ich bin ja gespannt, wie eingelenkt wird. Ja, wir sind jetzt wieder im Ob Gespräch, eingelenkt bla bla bla. Und schon wackelt. Und schon wackelt. Und schon wackelt ja eine Entscheidung vom letzten Wochenende wieder. Ah, ja, gut. Wackel die. Waggle die, swaggle die, baggle Dann wieder die. mit So den ist das Scrubs. so. Mit dem Bitte bleibt vor dem Bundestag stehen und Gar geht's. seht's noch oder schmeißt dann auf eine Scheiße hier. Dankeschön. So das das Odelfassel entladen wie ein Anstoff damals, wo das Ventil aufgegangen ist. Ah, Mit dem Marktplatz. oh, das ist Ja, das ist. Glück, in Anführungszeichen Glück hat, weil, glaube ich, nur 2 Autos im Marktplatz gestanden sind. Aber hat er gereicht anscheinend. ich glaube schon, wenn es ein Schuss ins Auto lässt, dass man Vor allem, was Rodel meinst du, was los ist, wenn die sagen so, gut, fickt euch. Dann halt nicht mehr. Der hat so viel Kartoffeln daheim, dass er davon 15 überleben kann wahrscheinlich. Und Wodka kann er auch machen. Da kann er auch mal, ja. Ja. Wodka und Kartoffeln. Ja, sagt er, gut, fickt euch. Kartoffelwodka. Mal halt nichts mehr. Und wenn die da genauso zusammenhalten wie da, herzlichen Glückwunsch. Dann kostet irgendwann nur eine Kartoffel 85 Euro. Nein, nur die Deutschen. Ja, stimmt, nur die Deutschen. Die anderen nicht. Ja, Portieren wir so halt mit den Orangen. ja, stimmt. Und dann Strom noch gleich mit dazu. Genau. Backel, ist der Backel Strom? Noch Ah, wieder gut, dass ich Backel Orangen Strom. sage, ich muss mir nur ein Backel Orangen kaufen, danach erinnern sie mich dran. Gell? Das deutsche MRE. Also eine Batterie drin, eine Kartoffel, Was ist der MRI? Military, scheiße, wie heißt ja, so kleine So Ration. ja, Militärration. Ration, eine Okay. Militärration. Ich glaube, heißt MRE auf Englisch. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, Entschuldigung, dein Fehler. Ich weiß. Wenigstens kennst du das. Kannst du das passt jetzt weiterreden? Ja, PlayStation Controller. Wo denn? Der liegt übrigens Der liegt da. übrigens da, du Volldepp. Übernommen. Wo denn? Ja, sicher nicht da, wo er sucht. Da habe ich nämlich gar Da gesehen. ist nämlich keiner.
So, jetzt da hinten. Was war denn da überhaupt drin? Das ist sei MRE. Lass mich probieren. Ein ordentlicher Schluck Eigenurin. Das soll gesund sein, soll gesund Soll sein. gesund sein, ist gesund. Ja. Eigenurintherapie wird oftmals von qualifizierten Heilpraktiker empfohlen. Ja. Qualifiziert. Dr. Wer entscheidet, ob die Dr. Urinal. qualifiziert sind? Die, Ja, selber. Das fließt mir. Der Dr. Onal. oh Gott, warst du schon mit beim Urinal hast du B. schon mal gemacht, irgendwie Heilpraktikermäßig oder Globuli mein oder früherer. Globuli, ja, tatsächlich schon. Nein, nichts davon. Und warum hast du deinen von Nosenrahmen gefressen? Na, aber ich sage jetzt mal so, das war wahrscheinlich dann auch dieser Placebo-Effekt, aber es Ich hat wollte mir gerade sagen, damals ich in glaube, jungen Jahren in geholfen. keinster. Also ich hatte wirklich so einen, ja, das 2 Jahre, während dem Fußball, das war immer so April, Mai, da hatte ich so einen richtigen Reizhust und der hat wirklich, ich bin da zum Teil am Boden gelegen, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und der mit den Globulis, sage ich jetzt mal, und mit ihrem Schwenken, hat mir die damit geholfen. Es hat funktioniert, ich hatte das danach nicht mehr. Ja, muss plötzlich Also woher, ja. Ich wollte gerade sagen, ich Natürlich. glaube Also ich glaub, durchaus. Die Dinge sind ja, da ist ja, was weiß ich, wie mikroskopisch klar der Wirkstoff Ja, ja. da von irgendwas drin ist, das kann ja einfach gar nichts helfen. Ja, das wird ja, desto öfters geteilt ist, desto besser wirkt Ja, genau. diese Genau. Medizin, ist ja eh klar. Aber Ich solange es glaube hilft, kein Wort von dem Schwachsinn, aber ich glaube an den Effekt des Placebo. Ja, der Placebo-Effekts. Placebo-Effekt, ja. und die sagen, Und lieber friss ich an mal heute die so ein Zuckerkugel-Ei, anstatt dass ich Möglichkeit, mir dass sie irgendwelche da- Medikamente reinfrisst, die dich dann auch noch Die immun oder wirklich sonstiges war. Na, Ich habe Globulis gegessen, haben die geholfen. Ja, aber ich habe nebenbei noch 14 Tabletten am Tag gefressen. Ja, dann ging es ohne Chemo gekriegt. Und okay, da haben wir momentan den Freifahrtschein, dass wir Krebswitze machen. Warum? Absolut geil. Wir haben einen Herzalsbärm in den Chat hinein, wie da auch. Wir haben jemanden in der Community, der ist bei mir in die Streams drin, der hat man indirekt halt mitgekriegt, dass der gerade Chemo hat. Okay. Und dann haben wir einen Herzalsbärm gestartet und was weiß ich, was alles für einen Scheiß. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, was vorgekommen ist, dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt hast du Donation-Verbot und glaub bloß nicht, bloß als Krebs hast, dass ich dir kein Donation-Verbot nicht gibt. Und ich dachte, oh, das war vielleicht ein wenig als Fei. Dann hat er zurückgeschrieben, heute dein Mali war fast vom Bett ausgefallen von lauter Lohe. Da habe ich gesagt, gut, und jetzt habe ich den Freifahrtschein zum Krebswitz machen. Nice. Das krieg ich im Stream, habe ich so kommt da so Euro Donation aus, dann macht er sich selber lustig über seinen scheiß Krebs, dann sitzen sie dort. Ich weiß nicht, wie absurd das Snow wird, aber hast du dann wenigstens gebannt, nachdem er wieder donated hat? Ich hab nachgesagt, du Vollidiot! was ist denn aus, aber immer bloß was Krebs hast, oder was? Dummer Wichser. Und Und raus. Und nicht? Ich weiß nicht, ob der einen Podcast anschaut oder her, ich weiß es nicht, aber Ja, dann alles gut. Ja, gute Besserung, ja. ja, und jetzt lauter Herzzahl bitte rein. Ja. Aber lila für, Gibt es unterschiedliche Farben auf YouTube, weiß ich nicht. weiß ich gar nicht. Muss ich auch nicht. Ja, aber macht's mal alle Herzzahl. Ja, macht's Herzzahl mal für- irgendwas in die Kommentare. Alle Scheiß das Herzzahl. Ding, Alle- was ich will. alle Da brauchen wir DD. Reichweite. Ja. Ja, Nein, für mehrere. für die Chemobehandlung. Also, Das Chemo heißt es, Chemo. Schemau. Schau mal. Mir hat auch mal einer, der Pap von Bekannten, ich bin ja Rückenspastiker. Du bist ein Und dann hab Spastiker. ich, ja, aber ab und zu zusätzlich Rücken. Scheiße. Auf alle Fälle ist er dann, Herz habe im ich Chat. wieder, ja, doppelte Blau. Auf alle Fälle habe ich dann wieder Mordsbarscheiben gehabt und dann er so, da gebe ich dir jetzt etwas und das hilft. Und dann kommt er mit so 3 Globuli-Scheißauskugeln daher und sagt, ja, und danach darf ich nicht mehr Auto fahren, ich werde bei ihnen übernachten müssen und lauter so ein Bullshit. Dann friese ich die Dinger nach einer Stunde und, was und? Ja, bist schon müde? Na, hast noch Rückenweh? Ja! Scheiße, krass. Ja, das ist- okay, ich bin raus, Junge. das ist Aber halt so der- voll, das gibt's nicht, das hilft normal immer. Das ist ein Scheißdreck! Das ist halt der gravierende Unterschied, wenn du halt daran glaubst und wenn nicht. Das ist halt der wichtige Teil. Was Ja. wir bei uns gemerkt haben, Ich weiß wir nicht, haben so mal die wenn Viecher du Bandscheibenvorfall hast und das Ding druckt da auf deine Nerven drauf, ob dann der Glauben noch irgendwie was hilft, dass Das es ist- besser wird. ja, ja. Ich weiß nicht. Wir haben uns mal an Silvester unsere Viecher gegeben und das machen wir eigentlich fast jedes Jahr an Silvester. Und ich habe da zuerst gesagt, ja, gib mal den Maul, was soll das? Haben wir da, jedes einzelne Tier mit einer Seelenruhe liegt im Bett, währenddessen die da draußen rumballern wie die Behinderten. Und normalerweise scheißen sie die volle Kanone. Ja, in vielleicht ist da wieder, weil sie halt einfach wesentlich kleiner sind und die Wirkstoffe so klar sind, dass dann Vielleicht vielleicht die Dosis etwas- eher anrührt dann bei dass denen. irgend- Aber das ist ja so wenig da drin. Die teilen das doch. Ich weiß nicht wie wenig, aber es ist extrem. Aber Es ist irgendwo Vielleicht- bei 0,0000. ja, aber jeder Hund ist auch so groß. Der aber Globuli der ist ja nicht scheiß, 0,000. der scheiß Globuli-Mist, der wird da für jeden Scheißdreck vergeben. Was ist denn das für ein Wirkstoff da drin? Wie ein Medikit in einem Computerspiel oder was? Nein, die haben doch Kaminwurzen. den. Kaminwurzen. Kaminwurzen, voll geil. Ja, stimmt. Wirklich voll geil. Wirklich lecker. Du gibst jetzt auf Kaminwurzen. Keine Wenn Ahnung, ihr- weil es Ja, aber pflanzlicher dann Scheiß kannst ist du und doch das jetzt so wie eine nicht- Wurzel. Ich war, glaube ich, wie ich das erste Mal gelesen habe, dass die Dinger Wo fahren wir Kamin. zum Burger King dann noch? War ich gestern schon, ich konnte nicht. Ich darf mich von. Ihr. Ja, okay, Du?
Aber Okay, du musst komm. fahren, ich kann nicht fahren. Ich habe jetzt schon 14 Liter Arschwasser. Arschwasser gesagt. Ja. Wurstwasser. Ich hab gestern war ich beim Burger King Kaminwurzelwasser. dann bestell ich mir im Scheiß, gell? Dann sitzen wir hinten und wart, dann kommt der Nächste im Stell sein Scheiß und ich sitze so hinten in meinem Meckerl und wart und dann kommt irgendwann der eine mit der Tütenführer. Bei mir war drin Long Chicken Plant-Based und ein Big King XXL Plant-Based. Ja, dann kommt also 4 Big King XXL, dann der zweite, der nach mir bestellt hat, nimmt die Tüten und geht. Dann kommt die nächste Tüten, da deins, ich gehe, schau rein, okay, das ist halt einfach nicht mein Zeug. Da drinnen gehen wir wieder zurück. Und dann heißt er so, ja, warum bist du nicht gekommen, wo ich gesagt habe? Also, weil ich da hinten gesessen bin und der Typ meine Tüten genommen hat, bin jetzt ich nur schuld dran, oder wie? Ja, das ist scheiße, Mann, hat er dann gesagt. Ja, aber das höre ich auch so richtig an. Das ist scheiße, Mann. Ja, Das ist scheiße. Nein, das Lustige ist, da muss ein bisschen Kontext dazu, weil vielleicht, wenn jemand jetzt das zuhört, dann versteht er es nicht ganz. Der hat nicht gesagt, das ist scheiße, Mann. Nein, sondern er hat gesagt, der Mann ist scheiße. Genau. Das ist scheiße, Mann. Ja, Geile Neuigkeit. Aber Das jetzt ist erst scheiße, mir noch verantwortlich machen, weil ich sitze da hinten und er sagt halt einfach nur Big King XXL und dann sagt, ja, nimm's und geht's und dann bin ich jetzt schuld, wenn du ein Ding von meiner Scheißtüten gesagt hast. Ja. Nennen wir die heutige Folge Globally kann. Das ist scheiße, Mann, nicht retten. Globally schmeckt nach Kaminwurzen. Globally größer Kaminwurzen. Na, Kaminwurzen größer Globally. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Fotzen. Hashtag Herz in die Kommentare. Herz in die Kommentare. Herz in die Kommentare. Eieiei, letzte Woche war ich noch auf einem Konzert am Freitag Schnee. Glaube ich nicht. Zufällig hat einer Was Karte hast du wieder für eine Grundskapelle noch gehört? Er war gar nicht so eine Grundserei, das waren die Emil Bulls. E-Mail-Bulls. Am Tag gespielt, die haben anscheinend jedes Jahr im Kennst du die Backstage so ein Weihnachts... Ich dachte, das war so ein Oh. Nein, die haben da anscheinend jedes Jahr so ein Weihnachtsmashup und da war noch der Ghost... Die haben schon Musik gemacht, da warst du nicht noch Abrahams Wurst. Ja, Entschuldigung, dass ich frage. Da war noch der Ghost Kid dabei, der ehemalige Sänger von die Electric Callboy. Ja, die Der hat kenne jetzt ich ein nicht, eigenes oder Ding. weiß ich nicht. Der wer hat das halt ist. bisher gerade ein Album, das ist ganz cool. Ja, die zwei habe ich ja noch gesehen, bevor die sie ersten haben wir schon erfolgreich verpasst. Wie heißt denn das bekannteste Lied von den E-Mail-Bulls? Mir fällt es nicht ein. Für mich ist es das Take on Me Cover gewesen. Ich höre aber die Emil Bulls Weißt du, was du meinst? so überhaupt nicht. Nein, ich auch nicht. Ich gehe immer bloß das eine Lied. Ich habe damals auch das Album gehabt, das war aber Anfang der 2000er irgendwann. Ja. Frau, mir fällt es nicht, du weißt garantiert, was verliert das. Ich meine, aber das ist so wurscht. Vielleicht weißt du halt meine Kommentare. Rein damit. nicht. E-Mail-Bulls, kann man sich schon mal geben. Auf alle Fälle eine ganz schöne Eskalation, das Festel. Weil danach ist dann noch Disco-Ding offen gewesen und dann sind wir da noch... Ja, Für das, dass ich eigentlich gar nicht hin wollte, war das dann schon Holler die Waldwehr, habe ich mir gedacht. Wo kommt denn auf einmal dieses... Hoppala. Der Der unerwartete Festel-Fortgeher ist immer der Beste. ja, der war echt... Deswegen Wahnsinn. hasse ich ihn Silvester so. Ja. Fuck, das Allerschlimmste war einmal, so, ich habe sogar ein How-to-Silvester gemacht. Die Erwartung, ja, fahren wir zwei, das führt, keine Ahnung, je weiter, desto besser, dann bist du irgendwo in Österreich. Keine Sau kennt sich nicht aus, überall ist Scheiße, überall kostet alles das 18-fache. Werde ich nie Überlaufen ist vergessen. Alles ist überlaufen, waren wir mal in Minga, alle riesen begeistert, da fahren wir in Minga, geil, was weiß ich. Ja, leck mich am Sack, war das eine Behinderung. So Da bin ich daheim im Bett gelegen und hätte mal 14 Mal einen Oberkörper, hätte ich mehrere was gehört davon. Ja. Das hast du immer. Ja, aber Das ist ich habe geil, jeden was Tag da mehrere immer- davon. Darum mache ich sowas nie. Also Silvester Furchtbar. ist immer privat und so Ja. Fortfahren oder sonst irgendwas. Ich wüsste gar nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemals fort war an Silvester. Ganz da waren früh wir da in bisschen. Landau mal, in der Ja, Stadthalle. das haben wir mir ganz früh mal da, wie unser Fortgehen angefangen hat, so mit 13, 14, Ja. 15, war dann irgendwie am Stadtplatz vorne und da hast du dich hingeheiert dann. Aber war auch nichts Besonderes. Wir haben Damals halt- schon. wir haben halt- Heute die sagen, was zur Hölle mache ich Ganz hier? dicht. wir haben Schau, Slum Donnerstag geht's bis das Weihnachtsfeier 13. gehabt. Stimmt, über Weihnachtsfeiern kann man uns nicht halten. Wir haben Donnerstag Weihnachtsfeier Haben wir gehabt. eh schon und da auch in der war letzten, oder? Haben wir Ja, da nicht irgendwas auch Thema so mit sich. Ich glaub nämlich schon, das Ist war mir über wurscht, haben wir die Weihnachtsfeier. Hälfte nicht. Da schaut euch die letzte Ganz- Folge nicht die an. Idioten, die das so hören, die wissen doch am Ende von der Folge nicht mehr, was wir am Anfang gekriegt haben. Also Ja, bitte. das weiß ja ich nicht mehr. Ich glaube, dass die ja gar nicht bis zum Ende hören. Was, wer bist du? Wer sind sie? Ich erinnere mich nicht. Der Chernobyl Donny. Der Tschernobyl-Doni. Ja. Ja. Macht der so? Das ist Chernobyl. wieder Grobschaufel Sepp. Komm schon auf ihn verleihen. Grobschaufel vielleicht Huber. Tschernobyl-Sepp, der verleiht Uranstäbe. Ich brauche zwei. Wo ist denn der? Urinalstäbe. Unter der Fachjargon. Stadtplatz. Unter der Stadtplatz, Ja, passt auf voll der in der Schnee. Hinterseite vom Brunnen. Wenn wir jetzt zum Burger King fahren, dann fahren wir da noch vorbei. Ja, passt. Ich hab Bock. Burger King hätte jetzt auch Bock. Fix meine. Fetten Big King XXL Ein Big in meinen Kick? fetten Big Maul Kick eingeschirmt. Big Kick in die Fresse. Aber dann muss ich Sacke. kurz wieder drüber nachdenken, es gibt auch einen Big Rösti aktuell. Oh ja, Ja, stimmt. da reden wir schon seit 3-4 Wochen, da reden wir schon drüber, fucking Big Rösti. Du hast ja schon gegessen. Ja, nicht bloß einen. Ja, also. Oh, wir reden schon so lange und ich habe schon 4-mal Und gegessen. jedes Mal bereue ich es wieder, dem sage, ja, dann bin ich fertig und dann so, Wir haben einen neuen Kollegen.
Und den habe ich auf der Weihnachtsfeier, da habe ich dann natürlich Ist der auch scheiße, Mann. Nein, der ist nicht scheiße, Mann. Der ist witzig, Mann. Der scheiße Mann. Der ist auch jetzt... Das war geil. der ist scheiße, Mann. Ja, true. Und der neue Kollege, der heißt Karl-Heinz. Und dann hatte ich natürlich noch 3-4 Bier, habe ich den nicht Karl-Heinz genannt, sondern immer Karl. Wegen Lamas mit Hüten. Lamas. Natürlich eher Lamas mit Hüten. Gut, jetzt habe ich Chance gehabt. Aber die ist dann, glaube ich, am Schluss ziemlich am Sack gegangen. Würdest du? Anfang Mitte 50. Also ihr kennt Lamas mit Hüten wahrscheinlich nicht. Nein. Aber ich fand es dafür umso witziger. Das geile Bumm voll ganz allein, die ganze Zeit voll gelacht und ihr denkt, bis ich dann am Schluss des Abends noch erzählt habe, Jungs, ich fahre jetzt heim, ich muss jetzt davon, weil es mein Running Gag ist. Ich bin immer Fahrer, egal wer fragt, weil dann kennt es mir nichts zum Trinken auch dran. Und das habe ich dann anscheinend... Das ist dasselbe Phänomen wie bei mir mit der Franziska. Das hat sie bei dir so dermaßen ins Hirn reingefressen, dass du einen Karl, nicht nur einfach mehr Karl nennen kannst, sondern automatisch, egal welcher Karl. Und bei mir ist das bei der Franziska. Das ist einfach so. Bei mir hat sich Karl dann irgendwann das neue Ding einbringt, dieses Meme von Walking Dead. Weißt du, was er Please Stop It Dead? Karl! Nein, weil da ist immer Coral dort gestanden. Coral! Das war so dumm einfach immer. Yeah. Das Please Stop It Dead. Coral! Blablabla, Coral! Scheiß Coral. Ja, Ich hab Aber voll so Hunger. Weihnachtsfeiern, da passieren noch oft so Sachen. Also bei uns ging es eigentlich. Ich finde, recht bei uns ist es human eigentlich nie eskaliert. Wenn wir miteinander auf der Weihnachtsfeier ist es eigentlich nie Hau eskaliert. ab. Ist da eskaliert? Weißt du noch, wo du deine schwarze Lederhosen gehabt hast, die wo sie in Luft ausgelöst hat an dem Abend? Was? Was? Warum hat sie die Lederhose in die Luft ausgelöst? Warum haben sie meine Ich Lederhosen weiß in nicht, die die war schon sehr alt und irgendwie sehr gebrechlich. Und dann hast du irgendwie die ganze Zeit hast du das schwarze Hemd. Ja, aber das war schon immer bei dir oder so, oder? Da waren wir beim Du hast immer ausgegeben wie Kohlekumpel, wenn es Ja, ja, das ist doch und ist ja immer ganz gezielt der Begriff Kohlekumpel benutzt worden, wenn ich die Lederhosen angehabt habe, wenn ich irgendwo hingelangt habe. Denkt man sich, geil, schwarze Lederhosen. Und das Schlimme war, das war nicht irgendein Billo schon, sondern das war eine gescheite Lederhosen, aber irgendwie, wenn du es angelangt hast, jetzt krieg ich Bürgergeld for free. Gebraucht gekauft vom Kaminkehrer. Wenn ich noch ein bisschen mein Gesicht reibe und meinen Arsch und so weiter, dann gibt's, bin ich entweder Nazi, aber ich krieg Bürgergeld for free. Bürgergeld. Bürgergeld for free. Warum kriegen wir eigentlich kein Bürgergeld? Ja, stimmt. Zu was denn? Ja, aber man kann Donations Das hätten hier schon mal für die Gesellschaft geleistet. Hey, wir haben ja denen so viel über Nahenfisten gesagt, dass mindestens 2 von denen es mittlerweile ständig machen. Was mir denen verzeiht haben, ich habe ja zum Beispiel, ja gut, ich hätte ja noch gesagt, wo man hin darf zum Viechermausen, aber das geht ja seit 2016 nicht mehr. Tja, da warst du ein bisschen spät drauf. Wertlose Informationen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht gibt es ja nur so Underground-Ding in Dänemark. Probiert es aus, sagt es uns. Cage Fight, Animal Fuck. Fahren wir an Silvester auf Dänemark. Knallen wir ein paar Böller. Pferde, hätte ich gesagt. Delfine. Gibt es Delfine in Dänemark? Ja. Wo schwimmt denn so der 0815 Delfin, wo es beim Meer schwimmt? Also die schwimmen. Na, sie tanzen, du Vollidiot. Ja, auf meinem Penis. Au, au, au. Kommt der Delfin einen Schwanzbreher? Penisbruch, weil es ein Delfin gemacht hat. Weiß ich nicht, was ekelhaft. Aber nicht vorhin, sondern in sein Sprühloch. Was? Warum auch? Mit Sprühwurst. Genau, ins Maul. Was ist jetzt du oder der Delfin? Oh Gott. Weiß ich nicht, wenn das Sprühloch rein. Es ist Weihnachten, jetzt müssen wir auch. Okay, ich wollte gerade sagen. Was soll denn das? Fest der Liebe. Ja gut, dann können wir schon weiter Ja, dann können wir natürlich weiterschmeißen. Wenn es Wie wird man diesen laut schreien? So soll die heilige Folge heißen. Lauter Is, oder? Nein, einfach Schnips. Also den laut, jetzt mal den Delfin laut. Schnips. Wenn es dieser Viechmausen müsste, was für ein Satz ist, da. Boah. Wenn du musst, anders schießt du halt beim Kopf. Schieß mir in den Kopf, glaube ich. Nein, das steht doch nicht so aus, weil du musst. Nein, das steht doch nicht so Du aus. musst, sonst wirst du dein Lebtag lang gekostelt. Mit einer Bohrmaschine. Du musst jetzt ein Viech aussuchen. Jetzt stehen alle auf dieser Welt zur Auswahl. Das naheliegendste wären Schaf, glaube ich. Also, weil es gibt ja Leute, die machen das ja viel mit Schafen. Also, ich glaube, die machen das jetzt nicht. Wer denn, Florian? Ich glaube, die haben ja diverse Wer Vorinformationen. denn, Florian? Die stellst angeblich hinten mit, weiß mit nicht. den Hinterleib angeblich in Gummistiefeln rein, damit sie da volllaufen. Hab ich mir gehört. Was ist das für eine detaillierte Information, die du nie gehört professionell. hast? Was zur verfickten Hölle ist mit dir? Klingt ein bisschen zu professionell. Okay. Ich sag nicht, ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Du musst entscheiden. Bohrmaschine kommt schon. Und die fährt erst mal sauber in die Knie schon mal. Du zuerst. Ich zuerst.
Fick die Henne. Ja, genau, ich sag, fick die Hände! Und wie jetzt bei Devil's Rejects geheißen, du nimmst ein Hühnchen, setzt es auf dein Ding, lässt es flattern und wartest, bis es gar Ich hoffe, ja gerade drüber nachdenkt, so, ich glaube, das ist was am wenigsten irgendwie. Nein, ich möchte Weiß nicht, dass das Tier leidet und mein Gemächt Ja, ist welches groß leidet da nicht? für ein Hähn. Also nimm ich eins, das ein Geschlechtsorgan hat, das groß genug ist, damit es ihm nicht wehtut. Viertel. Dann glaube ich, wird es ein Pferdl, ja. Ich bleibe beim Schaf, glaube ich. Ich glaube, das fühlt sich ganz gut an. denke ich. Nur um das mal Gummistiefel. zusammenzufassen, Gummistiefel. wir sitzen in unserer Weihnachtsfolge am Schluss in den letzten 3 Minuten da und diskutieren mal, welches Vieh, dass wir fehlen da hatten, wenn wir mir hatten. Es ging noch um Liebe, oder? Naja, das kommt auf Tim da gut an, glaube ich. Ja. Wenn ich ein Tier ficken müsste, wäre es ein Aber Schaf. Birger, Das steht in meine was Biografie. nimmst jetzt du? Ja, deswegen bin ich aufs Pferdl gekommen, ich glaube, das Pferd, dann nehme ich halt den Esel, ist genau das gleiche. Ja, okay, weißt. Sind wir uns einig. Ja, aber du lässt dich dann auch von dem Pferd ficken. Nein, mir müssen wir nur. Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Pferdl geht gar nicht, ey. Was ist das mit den Da ist dann kein Unterschied mehr, ob ich mir jetzt die Bohrmaschine in den Kopf fahren lasse oder ein Pferd Ja. In Orschei. Oder, im Bobbel. genau, oder ob mich ein Schwarzer nimmt, keine Ahnung. Was? Was? Die haben einmal sich nicht reden. Was sind das eigentlich? Deswegen haben wir mir so Best-Trainer. Ja, genau. So haben sie mir geheißen. Die Die haben uns, Schwarzen, die Schwarzen sind mir neidig auf die weil wir- und die weil sind wir- noch da- 4 Zentimeter da kommen voraus. wir wieder zum Thema, das will ich normalerweise wahrscheinlich laut sagen, da will ich wieder durch den Fleischwolf treten, Weil ist ich mir muss wurscht. jetzt die scheiß Mützen Ich sag, haben, dass es tut mir ist, so ich leid, glaube, bitte. dass. Na, oh. Ich gebe Königreich, bla bla bla. Was ist denn der politisch korrekte Terminus, ohne dass die Folge wieder monetarisiert wird? Ich weiß nicht. für was? Für schwarze Menschen. Für die Ja, schwarze Schwarze. Menschen. Schwarze, People das of ist jetzt Color. meine ja nicht best. Ja, schwarz ist ja nicht. Han uns Weiße physisch überlegen. Ja. Da bin ich mir sicher. Ja, da- Schau dir mal einen Mucki-Seppen, einen Schwarzen an und dann schaust du Ja. einen Weißen aufpumpen an. Da ist, der Schwarze ist meilenweit weg davon. Oder Der einen hat wahrscheinlich- Drahtigen. Und der hat, aber noch nicht, auch- der hat noch nicht einmal trainiert. Ja genau, der hat nicht trainiert. Der hat halt vorher hart arbeiten müssen. Ja. Die haben Was? das schon sehr definiert von Grund auf. Aber es ist die. So Aber, die Grunddefinition. aber es ist doch auch so bei so Fitness-Dingern, da wenn sie die doch so posen und sowas, die wollen sie auch dunkel haben. Also. Ja, Sehr, das sehr, stimmt, sehr aber wenn ich. bräunlich. Weißt du, was Einfach ich da nur, ganz weil man's auch ich besser sieht. denke da ganz speziell jetzt zum Beispiel an die NBA. Ach so. Ja. Da haben da eigentlich mehr Schwarze als Weiße? Ich Wahrscheinlich, darf jetzt oder? gefühlsmäßig sagen schon. Aber es sind auch genügend Weiße drin, um das geht es jetzt gar nicht. Aber wenn ich mir da so einen drahtig trainierten, athletischen Schwarzen anschaue, Die gegen schaut, einen aber auch Weißen. falsch, die schaut aber auch falsch aus beim Weißen. Wenn du jetzt wählen müsstest, du siehst genau die gleiche Figur in Weiß und in Schwarz. Dass du beim Basketball Schwarz oder Weiß nehmen. Für was jetzt? Für was Fürs muss ich- Basketball spielen. Wenn die gleiche Statur, gleiche Größe, Einen Schwarzen. ich auch. Das war so ein Vorurteil. Das ist so, ist ein Vorurteil mit Sicherheit, das ist ja schlimm, ich glaube nicht, aber die haben im Basketball einfach besser. Da gab es ja, da gab es vor Zeit so einen Comedian gesehen, dann ging es halt dann um das, mit dem, dass eben jetzt Hoffentlich kein Trans, ist es dann eine Transfrau ist eigentlich ein Mann gewesen, oder? So, ja, kennen wir nicht aus. Auf alle Fälle, die dürfen doch, wenn es jetzt darum geht, dass die bei den Frauen mitmachen dürfen. Und dann hat er gesagt so, tja Frauen, jetzt wisst ihr, wie es uns Weiße gegangen hat, als Schwarze endlich erlaubt haben, dass wir uns im Sport mitmachen. Ja, die Die sind uns da- Hodenunfälle sind in den letzten 2 Jahren auch massiv gestiegen im Frauensport. Das bitte. Komisch. Kehren verboten, meines Scheiß- Erachtens. scheiß Ja, Pimmelfrau. also es ist absolut lächerlich, da nur irgendeine Diskussion zu Ja. führen. Eine Frau ist da physismäßig einfach unterlegen. Macht seine eigene Sie ist so Kategorie und Thema erledigt. fertig. Da können sie dann. Das ist dann auch okay. Weißt du, bist dein Trans Leben Mann lang und bist Transfrau, können sie dann alle messen da Weltranglisten 258. bei den Männern. Ja, lass mich zu der Frau machen und bist Erster. Wow! Und dann wird er, und ich sag ganz bewusst er auch noch dafür gefeiert. Sag ich mal, halt dein Maul, du peinlicher Trottel. Ja. Ja, was soll So, das? wie bei South Park, wo der Cartman bei den Paralympics mitmachen möchte. Ja, ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche. Stell dir vor, Heavyweight, ein damaliger Tyson kommt auf die Idee, er geht in den Frauen, weil er sie umwandelt. Der bringt die um. Der beißt einen Ein nicht Schlag und die ist tot. Weiß nicht gerade so, aber Schlupp. Da ist gar. Busen weg. Die glaube ich, die stärkste Weltrangliste, gibt es eine Weltrangliste beim Boxen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Weltmeister. Weltmeisterin im Schwergewicht bei den Frauen, da stellst du einen Tyson ein. Einen Schlag, maximal 2. Die liegt da am Boden. Ja. Die ist tot. Dann sperren sie nicht wegen Frauenschläge. Ja, genau. Und er kriegt es dann auch bei der Frauenschläge. Da muss ich sagen, halt den Maul. Ja, zu Recht, aber dann, was soll denn das sein? Ja, natürlich. Dann kannst du ein bisschen zurückhalten, nein, der Schwanz. Oder du nimmst einen LeBron James und tust ihn in WNBA ein. Da spielt er nur gegen die beiden Mannschaften, die am Platz stehen.
Ja, das ist ja im Fußball doch genau dasselbe. Trippelt mir dann in die Busen. Da spielen ja zum Teil die Damen, spielen ja gegen irgendwelche Jugendmannschaften oder sowas. Und Weibeinig geschmissen. Habe ich dann erst irgendwas in Form eines Kurzvideos gesehen, da wo so eine Ami-Fußballerin umeinander pulvert bei so einer Butterstampfphase. Haben wir da schon wieder. Die umeinander pulvert so, ja, die Mannschaft, die haben irgendwie retired Mannschaften und so weiter und so fort. Ja, spielen wir dagegen, machen wir euch fertig, dann verlieren sie 51-0. Ja, irgendwas war da. Gegen die Männer in Rente quasi, da wollte ich dem halt so, was soll denn das? Ich weiß, das ist doch aber auch nicht schlimm. Das war ja keiner besser. In Amerika können sie nicht Fußball spielen, also bitte. Das ist auch wieder richtig, ja. Das stimmt generell nicht. Dann lasst einmal die F-Jugend, ja, F-Jugend vielleicht jetzt gerade nicht. Aber lasst einmal ab der C-Jugend, B-Jugend aufwärts keine Chance mehr. Ja, das ist ja, die Damen spielen ja zum Teil ja A- oder B-Jugend ja, von keine den Männern. Chance mehr. Das ist ja, da merkst du es ja spätestens. Ja. Aber dann die gleiche Bezahlung wollen. Da hat der Bill Burr einen sehr schönen Beitrag dazu gemacht. So. Weiß ich gar nicht. Ja, wo haben die ganzen Feministen, wenn die Weiber Basketball spielen? Schaut euch dann den Sport an. Ja? So verkaufst du Tickets und da kommt die Kohle her, Vollidioten. Also diese Farce möchte keiner anschauen. Okay. Kann ich mir auf keiner Gang am Fußballplatz anstellen, sehe ich das gleiche bei. It is what it is. Nein, da sechs keine Facts. Frauen. Spielt da überhaupt noch welche? Shots fired. Spielen keine. schon. Ja. Haben sie so eine Spielvereinigung, glaube ich. Ich müsste jetzt eigentlich wissen, ich zahle jetzt dann wieder 20 Euro Beitrag, weil ich immer noch nicht ausgestiegen bin. Ich bleib gerade über den Ohren, das glaube ich, habe ich eh schon mal gesagt, beim Frauenfußball ist es in der Hinsicht schön zum Anschauen, weil die nicht einfach aufstehen und weiterspielen und nicht dieses Schauspiel mit abliefern. Ach so. Da kannst du, Wenn- ganz ehrlich, Ja, das dann ich auch. das darf mich Du interessieren. wolltest immer noch auf den Trikot tauschen, oder? Ja, jetzt pass auf, mich darf interessieren, Ohne jubeln. wie sich das entwickeln würde, dass der allgemein Frauenfußball sowohl in Ligen als Länderspiele und so weiter irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ein ähnliches Level wie bei den Männern Von den Zuschauern, erreicht ja, und auch zuschauermäßig ja. und dann vor allem auch da mäßig. Dann lege ich mein Hint ins Feuer, dass das Getrenze da genau so losgeht wie bei den Männern. Da geht es nämlich nicht um sondern wie viel hat man schon gesehen, die werden gefoult, werden nicht gefoult, legen sie hin und wollen nicht ein Foul provozieren. Ja, freilich. Um das geht's und um nichts anderes. Weil es da um so viel Geld geht, dass er jedes kleine Futsal. Das ist doch dieses Thema, weiß nicht, haben wir da schon mal drüber geredet, von diesem ehemaliger Real Madrid oder Barcelona-Spieler war das, der wo doch jetzt diese auf Twitch, diese Fußballliga entwickelt hat. Habt ihr das schon mitgekriegt? Ich glaube, Pro League oder so. Aber zu Twitch habe ich auch noch was ziemlich Lustiges. Aber diese ganz coole Geschichte, die haben dann zum Beispiel, da spielst du dann 6 gegen 6 oder keine Ahnung, auf so einem kleinen Fade. Also es kommt nur auf Twitch. Und da spielen halt dann... Aber schon in echt. Also es in ist echt, ja. Die spielen in echt gegeneinander. Da sind zum Teil auch ehemalige Fußballprofis dabei. Anfänglich waren da Fußballprofis dabei, die sich maskiert hatten. Weil der das natürlich dann eigentlich nicht. Da wurde dann zum Beispiel auch alleine der Anstoß. Da hast du jetzt nicht irgendwie 2 Halbzeiten, sondern du hast halt einfach, es kommt der Ball in die Mitte und bei 3 laufen beide los. Wer schnell am Ball ist, hat den Boy. Dann gibt es Aktionskarten. Da wurde zum Beispiel, jeder Trainer zieht am Anfang des Spiels eine Aktionskarte. Der andere Trainer, weiß ich nicht, ich glaube, er weiß nicht, was der andere für eine Aktionskarte hat. Aktionskarte ist, 2 Minuten darfst du einen Spieler der anderen Mannschaft vom Feld schicken oder du darfst einmal alleine aufs Tor zulaufen und lauter solche Dinge, die wo du einmal einsetzen darfst. Jetzt ein bisschen so nach Spielschau und wenn da wirklich Fußballprofis mitspielen, kann ich mir das schon unterhaltsam vorstellen. Ja, eben. Und es muss ja natürlich, ja. also, und ich sage, auf Twitch sind ja auch die Zahlen, die sind ja mittlerweile auch sehr, sehr groß. Kings League heißt, nicht Pro League, Kings League, glaube ich, heißt. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht Oh, ja, gehört. nicht kennt, ne? Aber das wird jetzt auch immer größer. Und ich mag nicht sagen, weil es ist nicht Pepe, das Gesicht habe ich vom Ding, aber ich geschaut. Peugeot, Pepe. Nein, eben nicht. Prinz Pi. Aber auch, den kennt man. Na, Borner. auf jeden Fall, dieses ist Keine auch Liebe. sehr interessant und auch sehr groß. Und auch jetzt, da sind jetzt zum Beispiel auch ein Nährlich, dieser Elias Nährlich, glaube ich, der wo doch dieser Wohin? größte FIFA-Ding, die sind jetzt echt am Überlegen, oder ich glaube. E-Sportler oder was? Na, der E-Sportler oder was? ist kein FIFA E-Sportler, glaube ich, der ist nur Streamer, aber einer der größten Streamer mittlerweile überhaupt. Und ich glaube, der wird auch da auf kurz oder lang jetzt ein Team mit anmelden und so weiter, und so, die wo dann praktisch über Ja, aber Streamer nee, kommen. wenn das unterhaltsam ist, um Gottes Willen. Man davon lebt, so hoffentlich läuft es am echten Fußball Rang ab, weil das bloß noch lächerlich ist. Ja, jetzt Aber das Problem ist halt, je was ist- größer das wird, desto dümmer wird Ja, es aber halt es dann, wird ja- weil das wieder alles kaputt macht. es Das wird ist ja ein jetzt- ewiger Kreislauf. Ja, aber pass auf, es ist ja beim Fußball, haben sie jetzt letzte oder vorletzte Woche haben sie doch entschieden, dass es jetzt mittlerweile, dass du Investoren zugelassen werden. Dann gibt es halt nicht mehr eine normale Halbzeitanalyse, dann gibt es halt die Müllermilch-Halbzeitanalyse oder die Ja, weil alles durchmonetarisiert wird von vorn bis hinten und die Leute das aber immer noch anschauen. Ja. Es ist so,
dir wird Scheiße hingeschissen, wenn du das frisst, selber schuld. Dann brauchst du dich nicht beschweren, warum da alles voller Werbung ist und sonst irgendwas. Ja. Wenn wenigstens noch ein paar Maisstickel drin waren, dann war es okay. Ja. Was willst du, Ob die beim zweiten Mal nochmal... was willst du bei Twitch? Über Twitch? Twitch hat sich letzte Woche gedacht, look at me, I'm OnlyFans now. Das hat man mitgekriegt. Nein. Die haben ja, die ganze Welt beschwert sich darüber, dass da so wird Amorath und so weiter in einem Pool drin sitzen oder sie so groß auf dem Bett lesen mit so einem Ausschnitt da beschweren wir uns. unten das Spät. Nicht. Ja, doch. Okay. Das hat auf dieser Plattform einfach nichts verloren. Da Warum rennen eigentlich 8-jährige Kinder umeinander und schauen in die Streamer und auf der Startseite ist alles für Titten. Upsi. Ja, nix Upsi. Das sind ja nur Brüste. Sag ich ganz ehrlich. Sind sie schon Und jetzt 18? Ja. Wo sie die ganze Welt fragt so, was soll ich Scheiße, du Twitch, tu mir was dagegen, was du Twitch ändert seine AGBs, es ist erlaubt. Und zwar noch viel mehr als das. Finally. Da sitzt sie daneben und denkt mir so, da alles machen? alles außer wirklich Geschlechtsteile herzeigen. Okay. Also wenn jemand seine fette Yoga-Ausscheißen in Kamera hält und das Gameplay links unten so klar ist, dann ist es okay. Weil das ist dann... Machst du mal einen Yoga-Stream? Ja, sollte man mit mal. Das war witzig, wir kann mal Spätwirtschaft Ding Sterben, machen. Ein Yoga-Stream, einfach nur 10 Minuten, wie man mir In Yoga... Leggings. Ja, genau. Sterbenden Schwan kann ich ganz gut. Rede lieber ohne Hosen, um an sagt, das ist. Schön. Ja, da muss ich schon sagen, das ist was du Twitch, was machst du? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Deutschland schafft sich, Twitch schafft Schauen wir sich mal. ab. Twitchland. Wahrscheinlich leider nicht. Muss man einfach wegignorieren. Ich finde, dass das von der Startseite weggehört, das gehört weg, weiß ich nicht, das gehört einfach, Twitch ist ein Gaming-Stream. Ja. Dings. Und das entwickelt sich immer weiter zu so einem Scheißdreck, das, ja, weiß ich nicht, schmeckt mir nicht. Schade drum. Muss nicht schmecken, muss Und leider Gottes, auch wieder geht nur um die Kohle. Das ist ja sicher ein massiver Platzhirsch, sondern ja, das ist nichts, was irgendwie nebenbei versucht, zum Stinger, keine Scheiß. Und lang kein Scheiß. Kick hat es versucht, so eine Plattform wegen die Casino-Streams und so. Ja. Da stecken riesen fette Casinos dahinter, die das finanzieren. Also da ist Kohle da, richtig Kohle. Ja, keine Scheiß. Überhaupt keine Gibt es Scheiß. die Plattform dann noch? Oder ist das Kick gibt's noch. Die haben auch ein paar richtig die größten Streamer der Welt gekauft, dann exklusiv, da müssen die jetzt einen Betrag erfinden, aber wie viele 100 Millionen waren es, den haben sie einfach gekauft. Und Okay. du her. Also, okay. Bei denen verdienen sie dann mit Subscription das 95%, glaube ich. Bei Twitch kriegst du 30. Lauter so Geschichten, also die haben richtig Geld reingeschissen, aber kein Traffic, keine Zuschauer, was will ich her? Und wenn ich von Kick natürlich 100 Millionen Zeug kriege, dann sage ich als großer Streamer, egal wie viel Geld das ich habe, ja, ich komme mal kurz. Und nach einem Jahr komme ich wieder zurück und fertig. Ja. War beim Mixer genau das Gleiche, da hat jemand wieder Dr. Disrespect, glaube ich, der Shroud und so weiter, haben sie alle für 30, 40 Millionen kaufen lassen. Nach 3 Monaten war die Plattform down, gehen wieder zurück zu Twitch, easy 30 Millionen, Alter. Da denke ich, Alter, das gibt's nicht, Alter. Ja. Aber dort ist auch wieder so, da kommt die Beträge kommen ins Spiel und alles geht kaputt. Das ist so eine Scheiße, dass, ja. Man kauft Nur mal kurz zu den mehr Pornos, zu die exklusiven Inhalte. Er hat momentan auch so einen Ohrwurm. Kennt ihr Egon Kowalski? Nein. Du kennst Egon Kowalski. Kennst du echt nicht? No. Das ist so ein Pornodarsteller und das ist so ein richtiger Assi. Und der wird momentan überall auf die ganzen Plattformen. Ich glaube, wenn ich ihn sehe. Ja, safe. Wie heißt der? Egon Kowalski. Und der wird momentan die ganze Zeit dann also vor so einem Typen noch und zwar so gut. Das ist ein richtiger Assi. Der spricht dann immer so während in den Pornos, das ist ein typisch deutscher Porno, genauso wie du den deutschen Porno vorstellst. Deswegen guckt kein Mensch deutsche Pornos. So ein mach auf die Futterluke. Und das machen die Leute Das so Schlimme ist, geil, ich glaube, ich weiß wirklich, wenn es meinst, aber ich weiß nicht mehr. Oh Gott. Ist da einer und der ist da wirklich auch so. Herzlichen Glückwunsch, so viel zum Thema. Schaust jetzt du nach, wer er ist, oder was? Ist der da das? Ja, das ist Egon Kowalski. Sag mir her. Ja. Egon Kowalski, der ist. Und ja, es haben sicher eine anreidigen Scheißvideos, dass es jetzt spät ist. So, das war's zum Fest der Liebe. Ich verpisst euch weiter, das Video wieder monetarisiert. Kruzifix, Alter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sehen uns erst wieder im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Es ist 2 Wochen Pause. Heute in 3 Wochen sind wir quasi wieder da. Mit die geilen nachsynchronisierten Pornos damals von der Gina Wild und so. Ja. Ja, schüttel mir den Salat. Was?
Also war Jetzt Schule. verpisst euch. Oh, leg mich am Arsch. Mehr fürs Zuschauen, Like nicht vergessen, Abo. Hey, ihr kannt's, ich weiß, was wir jetzt noch schnell am Schluss aussehen. Doch, ihr kannst endlich mal die 5000 Abos voll machen bis zum Jahresende hier Mongos. Stimmt. Es gingen, glaube ich, nur 40 ab oder so. Wir machen erst wieder einen Podcast, wenn die 5000 voll sind. Geile Ja. Idee, Florian! Aber auch nicht früher wie vor 2 Wochen. Falls das früher zustande käme, also damit wir nichts tun müssen. Dann Haben wir ja nicht, produzieren doch, wir. wir singen es ja nicht. Naja, passt, ich sag's euch auch nicht. Okay, ciao. Conny, Dankeschön, Florian, Dankeschön. Ich wünsche euch ein volles Fest. Hauen Sie sich hinein, haben.